Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute haben wir die letzte Unsafe Release Episode von der Saison 2024. Die Formel 1 Saison ist jetzt offiziell vorbei. Wir sprechen nochmal über die letzten Rennen in Katar und auch in Abu Dhabi. Und reden natürlich auch noch über McLaren, wo jetzt den Konstrukteurtitel geholt hat. Zudem schweifen wir natürlich klassisch immer recht häufig ab. Und wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. Ja, somit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release. Und ja, heute haben wir ein paar Themen vorbereitet. Unter anderem starten wir jetzt zuerst einmal mit Katar. Dort ist ja einiges passiert und wir fangen mal im Sprint an, weil es ein Sprintwochenende war. Und Red Bull, beziehungsweise, ja gut, sagen wir einfach Max Verstappen, weil der Perez ist komplett irrelevant geworden eigentlich bei dem Team. Der Max Verstappen hat im Sprint-Qualifying wirklich keine Performance gehabt. Das Auto ist gar nicht gelaufen dort. Und im Hauptrennen dann aber schon. Also das ist ja viel schneller gewesen. Er hat ja alles Rennen gewonnen dort, hat aber schon recht kämpfen. Aber es ist im Sprint gar nicht gut gelaufen und die Frage ist halt einfach, woran es liegt. Also Red Bull hat ja das eigentlich so begründet, dass sie halt einfach Mühe haben mit dem Auto, dass sie das richtige Fenster reinzubringen, wo das Auto gut kann performen, beziehungsweise das richtige Setup zu finden. Ist aber schon eigentlich krass, wenn man sich überlegt, wie die eigentlich, sage ich so, vielleicht Anfangsjahr oder beziehungsweise Ende letztes Jahr eigentlich ein Auto haben für jede Strecke und die haben immer ein gutes Setup auf Lager gehabt. Und ja, jetzt gegen Schluss oder Mitte, Ende Season haben die wirklich immer Probleme gehabt, das Auto ins richtige Fenster reinzubringen. Dann haben sie entweder den Reifen nicht auf Temperatur gebracht oder einfach Probleme gehabt mit der Balance. Und ist schon noch crazy. Also, was meinst du zu dieser Entwicklung oder beziehungsweise, was glaubst du? Ja, es ist schon schwierig. Vor allem, also ich kaufe das Red Bull auch nicht ganz ab, dass sie sagen, wir bringen das Auto nicht gut ins Fenster. Ich meine, wenn einer damit umgehen kann, wenn ein Auto nicht im guten, besten Zustand ist, nicht das beste Setup hat, dann ist es der Verstappen. Und da kann er trotzdem noch etwas daraus rausholen. Und ja, die Performance jetzt im Sprint hat das definitiv nicht bewiesen. Oder? Also, ich glaube einfach, es ist sehr auffällig, dass sie sehr früh aufgehört haben mit dem Development. Und die Upgrades, die sie gebraucht haben, das sind einfach so kleine Sachen, wo man wahrscheinlich einfach auch als kleines Team dran war. Aber was man halt schlichtweg auch nicht vergessen darf, ist, wir haben einen gewissen Adrian Newey, der von Red Bull weggehen wird. Wie viel von seinen guten neuen Ideen wird er noch einbringen? Oder? Weil klar, der Gardening Leaf kommt erst noch, aber er wird natürlich logischerweise mit Aston hoffentlich besser sein als Red Bull dann mit der Zeit. Oder? Und wenn er jetzt schon gute Ideen hat, bringt er die vielleicht Red Bull gar nicht mehr ein. Klar, ist jetzt sehr Conspiracy Theory-mäßig, aber ich habe schon ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht eine Rolle könnte spielen in dem Ganzen. Also dass einfach der Newey nicht mehr seinen Einfluss gehabt hat eigentlich dort drauf. Entweder nicht mehr seinen Einfluss gehabt hat oder nicht mehr seinen Einfluss hat wollen haben. Oder eigentlich gute Ideen gehabt hat, aber sie gar nicht reinbringt. Ja, weil er halt nicht verkaufen will, was man noch machen könnte. Weil er es lieber zu essen und mitnehmen so. Aber glaubst du nicht auch eher, dass die Fahrzeuggeneration schon wie zu Ende entwickelt wurde? Weil da hat es ja schon oft Diskussionen gegeben, dass gerade zum Beispiel bei Red Bull, hat man glaube ich das gesagt, dass man wie auch gar keinen Ansatzpunkt mehr findet, wie man diese Fahrzeuggeneration noch weiterentwickeln kann, weil sie eigentlich schon fast am Ende ist. Ich sage jetzt mal jein, weil wenn das so ist, wieso ist der McLaren immer noch schneller? Wieso findet Red Bull das letzte bisschen Pace nicht? Kann vielleicht so ein bisschen vom grundlegenden Setup herkommen. Oder wenn jetzt natürlich Red Bull, sage jetzt einmal, für ihr Konzept so ein das Ceiling erreicht haben, dann ja. Dann macht die Aussage Sinn. Wenn Red Bull aber nicht das Ceiling erreicht hat und McLaren ein bisschen ein anderes Konzept hat, dann macht es wiederum Sinn. Oder? Und das kann ich mir schon vorstellen, dass einfach der Aufbau von McLaren noch mal ein bisschen anders ist und einfach ein bisschen mehr Luft gegen oben noch hat. Weil das ist auch das, was wir wo die Regulation Change besprochen haben. Oder? Es ist, irgendwann wirst du den Peak hitten
Und Ferrari hat das zum Beispiel mit ihrem Badwanne-Style-Auto relativ früh schon gekittet, oder? Und gemerkt, das ist nicht der Route to go. Aber McLaren hat ja eigentlich Red Bull davon nachmachen. Also die Frage ist jetzt, hat McLaren grundlegend im Aufbau noch etwas anderes oder nicht? Weil sonst kann es gut sein, dass Red Bull einfach nicht mehr schneller kann werden. Mit dem Ja, gut, Setup. halt auch Motor ist natürlich auch immer noch so ein Thema. Ich meine, True. wenn wir jetzt so das anschauen, es ist wieder ein Mercedes-Motor, der jetzt ja eigentlich die Championship geholt hat. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass der Mercedes-Motor eigentlich wirklich gut ist. Und McLaren ist ja eigentlich auch, was gerade schnelle Kurven anbelangt, mega strong gewesen. Ferrari auf der Geraden sehr strong gewesen. Und schnelle Eckenkurven ist Mercedes schnell gewesen. Und der Red Bull war einfach irgendwo so ein bisschen zwischenin gewesen. Würde dann aber bedeuten, dass wir den Honda-Motor overrated haben? Das könnte aber auch gut sein. Ja, also ich denke schon, dass die Leistung bei Honda bzw. bei Red Bull, wie heißen die, Red Bull Powertrains oder so, wie auch immer, nicht die gleiche Leistung hat wie jetzt ein Mercedes oder whatever. Also von dem her. Ja, ist sicher auch mal ein spannendes Rennen gewesen, beziehungsweise halt ein spannendes Wochenende gewesen, weil halt dann nachher doch das richtige Setup gefunden wurde. Dann nachher das Auto am Rennsonntag doch wesentlich schneller wurde ist, viel mehr Pace hat und einfach halt in dem Fenster war, wo es der Max halt wirklich gerne hat, wo das Auto auch läuft und hat erst halt plötzlich halt konkurrentfähig geworden und hat auch können wirklich gut gegen den Norris fighten und hat auch gut können gegen andere fighten eigentlich oder hat auch mit Safety Car immer können wieder gut zurückholen und ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen mal zu dem ganzen ich habe gerade einen Sound Alert reinbekommen, was saulaut war. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich habe es nur mal gesehen. Mann, unglaublich. Aber das ist eigentlich der Sprint. Und also beim Sprint selber ist es nicht mehr passiert. Da kannst du dir irgendetwas erinnern. Also ich kann mich jetzt nicht an spezielles etwas erinnern. Ja, mal etwas, was ich sage jetzt mal so semi-relevant ist, der Piastri hat ja in Brasilien im Norris den Win geschenkt. Und der Norris hat, ohne dass das Team eigentlich hätte wollen, sie haben gesagt, wir bleiben so wie es ist, hat er es doch zurückgegeben, finde ich eine sehr coole Geste. Und zeigt einfach in meinen Augen auch noch einmal mehr, dass er in Ungarn einfach kaltschnütziger hat sollen und auch dürfen sein. Oder in seinem Charakter hat er das nicht wollen machen, aber hat er es gemacht, hat er die Fahrradkette, hat er sich mehr Punkte können holen. Aber er hat mich noch ein bisschen an den Win in Ungarn erinnert, wo er einfach kaltschnütziger hat sollen sein. Okay, ja, stimmt, ja, das war noch gewesen, habe ich voll vergessen, dass er dort der Norris den Piastri vorbeigelassen hat. Aber dort ist ja nachher auch so ein bisschen das umgegangen. Der Norris hat ja scheinbar gesagt, er hat es von sich aus gemacht, aber sie haben irgendwie so Pläne gehabt, so ja, wenn es möglich ist, dann ja. Und er hat es aber gleich einfach gemacht. Aber scheinbar war es wirklich so, dass das Team eigentlich ein bisschen das verlangt hat, dass man im Piastri den Win schenkt. Dann. Ja, stimme nicht ganz zu, weil also der Radio-Call vom Dings ist ja ganz klar, wir bleiben so, wie es ist. Das ist der Radio-Call, den er bekommen hat. Ja, aber anscheinend ist das vor dem Rennen besprochen worden. Ja, das schon, ja. Also ich denke schon, dass sie gesagt haben, hey, wenn es Möglichkeit gibt, aber ich meine, es war schon close gewesen, es war verdammt risky gewesen, den Platz so zurückzugeben, schlussendlich. Aber hey, es hat funktioniert, also seine Sache. Aber weißt du, ich meine, für mich ist mehr so der Hintergrundgedanke, wenn er die Mentality bei einem Sprintrennen hat, dann hätte er sie vielleicht auch bei einem normalen Rennen gehabt, zum Zurückgeben. Oder wenn er jetzt, keine Ahnung, Wunschszenario in Abu Dhabi wäre auch wieder ein 1-2 gewesen, dann hätte er sicher auch ihm den Win gegeben, weil man ja einen in Ungarn geklaut hat. Oder? Ja, das ist schon so, ja. Und dann höchstens noch über den Sprint Russell, der sich da hochhals darüber beschwert hat, dass sie so mit dem Windschatten gespielt haben. Bro, grow up, Alter, grow up, das ist Racing. Willkommen mit der Formel 1. Ja. Und nachher hat es ja noch eine riesige Diskussion gegeben wegen Qualifying nachher mit dem Russell. Das war ein bisschen sassy drauf das Wochenende. Ja, wirklich. Schlecht geschlafen oder wahrscheinlich hat die Alte nicht dran gelassen, was auch immer. Aber es war wirklich bitter gewesen. Also der Russell ist allgemein ein mega mühsamer, muss man wirklich sagen. Also gerade so, wenn man so seine Crashes anschaut, die er macht, heisst es immer, die anderen sind es gewesen, er war es nie gewesen. Und ja, ich meine, er auf P2, Max auf Pole gekommen
Und dann hat es dort einfach eine riesige Diskussion gegeben, weil der Russell in der Outlap, also Russell Outlap, Verstappen Outlap, also es war nicht mal auf einer schnellen Runde, ein bisschen geblockt hat. Also er hat ihn schon gut geblockt, das muss man schon sagen. Es war jetzt nicht gerade wenig gewesen, aber ich meine, weder der eine noch der andere hat irgendwie einen Vorteil daraus rausgezogen oder einen Nachteil daraus rausgezogen. Klar, man kann sagen, ja, weil er so langsam gefahren ist, haben wir ihre Vorderreifen nicht aufwärmen oder was auch immer. Kann man irgendwie nachvollziehen, weil auch die Strecke natürlich extrem kalt ist. Aber scheint es ja dann wirklich hinter den verschlossenen FIA-Büros wirklich abgegangen. Also der Russell hätte da wirklich vehement darauf beharrt, dass er die Pole bekommt und dass der Verstappen doch bestraft wird. Und dass das gar nicht geht, das ist gut gefährlich, ich weiss nicht was alles drum und dran. Also wirklich bitte gemacht, kann man sagen, bei der FIA, dass er die Strafe bekommt. Und er hat sie ja dann auch bekommen, aber wirklich nur ein Platzpenalty, also was auch hure selten ist eigentlich, weil entweder gibt es immer 3 oder 5 oder 10, sind sie die eigentlich immer. Aber ein einziger Platz ist eigentlich, also es ist lächerlich. Und das sind ja dann eben viele Sachen eben als Licht gekommen, wie der Russell sich verhalten hat. Scheint zu sagen, schon mega also übersäuert in das Gespräch hineingegangen, so gefühlt schon aufgelöst, kann man sagen. Wahrscheinlich noch Tränen rausgedrückt. Ich würde es mir sogar noch zutrauen, bei diesen riesigen Glubschaugen, die er hat. Und es ist einfach lächerlich. Es ist wirklich so lächerlich. Und ich habe es einfach geil gefunden, wie der Max Schintz zu ihm gesagt hat, ja, eben, ich glaube, das war bei der Fahrerparade. Ich hoffe, dass du und deine FIA-Mates zufrieden sind jetzt und so. Und ja, so müssen lachen, wo der Spruch gekommen ist. Und also in meinen Augen total lächerlich, aber was meinst du? Also, ja, ich bin auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, ich bin sehr auf deiner Seite. Einfach generell sein Verhalten hat für mich ihn so auf eine extrem unsympathische Schiene reingedrückt, weil oder er ist so ein bisschen ein Mimimi-Racer und das hat er einfach bewiesen, oder? Immer motzen, immer tun. Und es gibt das Ganze, es macht mir auch ein bisschen Angst. Es gibt mir so ein bisschen Jean-Marie Ballester-Vibes, oder? Das einfach, okay, es ist schon nicht so einfach, aber das hat einfach, wenn die Fresse genug auftut, die FIA, denkt, ja gut, ich gebe jetzt da einem anderen einen Penalty, oder? Und ein guter Punkt, wo zum Beispiel der Fernando Alonso aufgebracht hat, ist, wenn du nicht Engländer bist, also er hat es nicht so gesagt, er hat gesagt, wenn du eine andere Nationalität hast, dann reagiert es anders auf dich. Und er hat ja dieses Jahr auch eine Strafe bekommen in Australien, ohne Kontakt. Anscheinend der Russell wegen ihm den Crash gehabt, weil er ja langsamer geworden ist, oder? In Australien, Kiesbett. Ja. Und da muss ich echt sagen, ja, gebe ich ihm Fernando schon nicht ganz unrecht. Also mit so einer Aussage. das ist so, ja. Der Russell kommt sehr, sehr oft durch bei der FIA mit so Sachen. Vielleicht hat er auch ein bisschen einen Vorteil, weil er jetzt der Head of the GPDA ist, der Grand Prix Drivers Association. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch noch eine Rolle spielt. Aber was man sicher auch sagen kann, ist, man kann den Max vielleicht auch nicht zu 100% in Schutz nehmen. Er hat schon auch sehr, sehr rausgelassen gegenüber im Dings, im Russell. Ich finde es okay, was er am Anfang gesagt hat, also im Qatar Grand Prix. Jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, aber ich finde es okay, was er dir gesagt hat, von wegen, er hat noch nie gesehen, dass jemand so versucht, jemanden unter einen Haufen zu hauen und sich so Mühe gegeben hat, jemand anders eigentlich runterzuziehen und so. Das finde ich absolut gerechtfertigt, der Kommentar. Er hat dann aber in Abu Dhabi, oder ich glaube zwischendrin, auch irgendwann mal gesagt, pass auf, dass ich deinen Kopf nicht an eine Wand drücke oder so Scheiße. Also er hat ihn wirklich anscheinend auch ein bisschen bedroht. Wenn das es war, was wirklich war, was er effektiv gesagt hat, wir wissen es alle nicht. Oder? Der Russell Ja, das ist halt von seiner Aussage gegen Seite, Aussage, oder? genau, etwas ganz anderes als der Verstappen. Aber es hat für mich so ein bisschen erstens gezeigt, wie der Verstappen kaltschnäuzig, aber gleich, ich sage, sehr erwachsen eigentlich mit so einer Situation umgeht. Er sagt seine Meinung, er ist eiskalt, aber er tut nicht den Russell eigentlich schlecht reden. Er sagt einfach nur seine Meinung. Und beim Russell hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass der hat Vergleiche gezogen wie er drückt andere Leute raus und fährt in sie rein. Bro, was ist denn mit dem Bottas in Imola in fucking 2020? Also, Ja. da kannst du mir jetzt wirklich Das auch ist nicht sagen. lächerlich Das ist auch lächerlich. Also, Ja. und dann hat er dort sogar den Bottas noch angefickt. Oder? Also, für mich ist jetzt einfach so von der unsympathischen Skala er sicher etwa noch so 5 Punkte weiter runtergerutscht. So. Ja, also sagen wir so, würde ich auch so sagen.
ich würde sogar einen Stroll über ihn hersetzen, weil der Stroll ist an und für sich nicht einmal ein unsympathischer. Der Stroll ist an und für Als sich... Mensch, ja. True. Er ist geil, er hat geiles Meme-Potenzial die ganze Zeit. Das ist halt eben so sein einziger Bonuspunkt. Aber nein, der Russell, Alter, also wirklich, es ist so lächerlich vom... Was bringt dir das? Dann bist du auf Pol und dann nachher bist du gleich scheiße gestartet und hast nichts davon gehabt. Das ist so ein bisschen, wie wenn der Massa jetzt die Gerichtsverhandlung gewinnen und Champion werden. Ja, was hast du davon? Du hast in den Büchern deinen Namen drin, aber fühlst du dich wirklich gut? Hast du dir wirklich verdient? Ja. Nicht wirklich, weil du hast Nein. schlussendlich Punkte nicht gehabt, oder? Ja, das ist so. Nein, es ist wirklich einfach bodenlos. Ja, Russell ist definitiv abgehoben. Das ist wirklich so. Russell kann man schon sagen, der ist recht abgehoben. Er ist einfach ein reicher Schnösel. Das Vor merken wir mal. Vor allem einfach seitdem, dass er bei Mercedes ist es schon ein bisschen schlimmer geworden. Ja, er hat bei Williams auch schon so Zeug gehabt, so ist es nicht, aber es ist schon extrem ausprägt. Ich habe das Gefühl, dass er wahrscheinlich teamintern auch ein bisschen so gegen den Hamilton wird vorgegangen sein. Oder? Ich weiß auch nicht, ob der Hamilton mit so etwas gut umgehen kann. Also ich wollte jetzt nicht im Hamilton Sinne nicht Performance die letzten 2 Seasons auf das abschieben, aber ich kann mir das schon auch gut vorstellen, dass es einen riesigen Einfluss hat, wenn du von einem Bottas, so einem Familienmensch, so einem Gutmensch eigentlich, auf einen Russell umsteigst, wo zwar sagt, hey, du bist mein Idol und ich bin dein grösster Fan und es ist so geil und so, mit dem Hamilton im Team zu sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Russell sehr, sehr ein guter Teamplayer ist intern. Also es wäre mir so bis jetzt nicht aufgefallen. Ja, das glaube ich auch. Also, ich könnte es mir schon auch vorstellen, so in die Richtung. Und sowieso, also, ich sage mal, das Verhältnis, das der Hamilton und der Russell miteinander hatten, das ist auch nochmal so eine Schienenbeziehung, sage ich jetzt mal. Also, das ist komplett etwas anderes, wie es zum Beispiel der Sainz und der Leclerc hatten. Also, das ist wirklich meilenweit weg. Aber ja, du, vielleicht ist ja der Hamilton jetzt froh, ist er weg, dort, so tief im Herzen. Aber ja, wir greifen wieder vor, wir sind ja eigentlich immer noch beim Katar Grand Prix. Wir haben es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, über den Start hat ja der Russell vergeben gehabt. Der hat aber auch den Hülkenberg vergeben gehabt, weil der hat dann nachher die erste Kollision ausgelöst gehabt mit einem harten Verbremser, wo dann nachher den Ocon getroffen hat und auch unter anderem der Colapinto wieder einmal eine mehr ein DNF gemacht, der Herr Franco Colapinto. Gut, ist er natürlich, muss man sagen, auch nicht schuldig dran, also da kann er nicht viel dafür, da war er mehr einfach Opfer gewesen. Mega schade, weil Colapinto halt schon einer ist, den ich vermissen der Formel 1, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde ihn richtig gut eigentlich, obwohl das so viele Crashs hat und so. Aber das gehört halt einfach auch irgendwo dazu, wenn man ein Rookie ist oder halt einfach ins Zeug reinkommt. Aber ich hätte ihn gerne das nächste noch mal gesehen. Und wer weiß, vielleicht Alpine, vielleicht geben sie immer die Chance. Aber man kann da natürlich nicht zu viel versprechen. Aber es wäre eine coole Geschichte, wenn er würde kommen. Dann nachher, ja, wenn wir noch hatten, Stroll, wo Albon abgeschossen hat, das ist eigentlich alles in der gleichen Kurve passiert. Albon hat am Funk sogar noch gesagt, er hätte damit gerechnet, dass das passiert. Stroll hat nachher 10 Sekunden Penalty bekommen. Also der Start war sehr, sehr dramatisch in Katar, muss man wirklich sagen. Da ist viel passiert. Definitiv. Ich finde, auch das ganze Rennen hat das nachher so ein bisschen weitergezogen. Man hat immer ein bisschen Action gehabt, aber beim Start ist schon sehr, sehr viel abgegangen. Wohlgesagt, ein seltener Fehler vom Hülkenberg. Also der macht selten solche Fehler, aber ja, das denke ich ist auch ein bisschen mit dem zusammenzuhängen, kalte Reifen. Und wenn man es jetzt vergleicht mit dem letzten Jahr, Streckenbedingungen sind schon deutlich anders gewesen. Also letztes Jahr hast du einen Logan Sargent gehabt, der nicht fertig machen konnte. Ein Piastri, also der hat ausgesehen wie ein Geist nachher auch. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach... Klar, du hast schon ein Sprintrennen gehabt und all das drum und dran, aber es ist gleich anders gewesen zum Fahren, weil du einfach so viel weniger Hitze auf der Strecke gehabt hast. Also ja, man kann es mal nicht übernehmen. Was einfach ein bisschen interessant ist, vor allem mit dem Stroll-Albon Incident, es hat ein Dings gegeben, eine 10-Second Time Penalty, was auch verständlich ist, aber es hat so ein bisschen für mich Anstalten davon machen, dass so das Turn 1 Lap 1 Incident No Further Investigation langsam so ein bisschen dem Ende neigt, weil da kommen wir das schon noch dazu zurück im nächsten Grand Prix, aber mit dem neuen Race, ist mal ein neuer Race Director, gell? Ja.
gut. Dünkt es mich, er ist ein bisschen knallhärter, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so bevorzuge gegenüber dem anderen, weil ich finde, Turn 1, Lap 1, ja, kannst du wirklich ein bisschen das Auge zudrücken. Auch. Es ist schwierig mit so vielen Autos und nur gute Moves zu machen, keine Crashs verursachen, aber ja. Ja. Ja, also der Neue heisst dann übrigens, glaube ich, irgendwie so Rui Marquez oder so. Und der andere war der Nils Wittig, der alte. Ja. Genau. Also, man hat das Rennen generell extrem gemerkt, dass dort halt eine neue Führungsriege dabei ist. Ich würde sagen, da greife ich sie schon ganz schnell vor. Gut, also, zu du machst dem kurz. Team. Also, Mhm. der Racing Director gibt ja keine Penalties. Der Racing Das ist Director so. der ist ja der Red Flag schmeißt oder weiss nicht, was Safety Car alles drunter, aber da kommen wir ja nachher auch noch dazu, was Safety Car VSC anbelangt. Mhm. Aber eben Strafen, das sind eigentlich nur die Stewards. Ja, aber es ist nicht so, dass der Racing Director überhaupt auch zuständig ist, um zu schauen, was wird angeschaut und was wird nicht angeschaut. Er geht es weiter, aber grundsätzlich muss er weiter. jeden Zwischenfall weitergeben. Das ist so, er muss alles notieren, gell? Also das ist schon so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er keinen Einfluss drauf hat, weißt du? Nein, also er hat wirklich keinen Einfluss. Er kann keine Penalties verteilen. Da können nur die Stewards. Ja, also ich sage, weißt, in einem entfernteren Sinn, die werden ja wohl auch Sitzungen haben, wo sie sagen, hey, wie wollen wir zusammen arbeiten? Und wenn er natürlich einer ist, wo sagt, ich bin strenger als der Nils, ich will, dass man ganz genau nach Regularien geht und dass das Zeug angeschaut wird, das ich weitergebe. Und der Nils das vielleicht nie so genau kontrolliert hat, ob sie alles anschauen, was er aufschreibt. I don't know, das ist einfach so ein bisschen meine Vermutung. Dass ja, ich weiß nicht, ich sehe nicht so. in der Kulisse, aber grundsätzlich eben gibt keine Strafe und eigentlich müsste es schon alle Vorfälle weitergeben. Aber eben, der Hülkenberg hat ja keine Penalty bekommen, obwohl er ja 2 Autos sozusagen rausgeräumt hat. Das ist so. Aber spürbar trotzdem, dass sich etwas verändert hat in den Führungsregeln. Ich würde sagen, ab dem Incident, das ist das, was für sehr, sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Und zwar geht es um den Rear Wing vom Albon. Der ist ja abgeht auf der Start-Zielgerade. Rückspiegel. Rear Wing, ja. Rear Wing, Alter. Fucking. Ja, Rückspiegel. Ja. Rear Wing, you get what I mean. Und da ist mehrere Runden einfach gelegen. Ich verstehe nicht, wie das nicht ein genug grosses, renngefährliches Teil sein sollte. Also, es hat ein Double-Waved Yellow gegeben, irgendwann einmal, und die ist einfach geblieben. Und in meinen Augen, wenn du ein Double-Waved Yellow schon raus tun, dann gibt es auch einen Safety Car oder ein VSC. Einfach um das zu bereinigen. Es hat auch zu keinem Zeitpunkt eine Anforderung gegeben, dass ein Streckenposten das holen. Und daraus resultiert ist dann eigentlich, also es ist so ein bisschen unconfirmed, confirmed, 2 Platten eigentlich. Beim Sainz. Ob der Hamilton hat einen Puncher gehabt, ja. Genau, ja, aber ich will gerade mal überlegen, bei einem ist es ziemlich confirmed. Ich glaube, im Sainz ist es confirmed, dass es wegen dem Rückspiegel war, beim Hamilton glaube ich nicht. Oder umgekehrt. Aber spielt ja auch nicht so eine Rolle. Also vielleicht geht mal vorab, was ist so deine Meinung, wie das gehandelt worden ist mit dem Rückspiegel? Also zuerst mal hat es mir so ein bisschen Vibes gegeben von F1 1995 oder so. Einfach mal gelbe Flaggen schwenken und irgendeiner sagt dann schon aus und holt das Zeug mal. Nein, also es ist schon so, mit dem heutigen Sicherheitsstandard und was wir alles gemacht haben, ich meine, der Double Yellow und alles so, ich meine, beziehungsweise dass es VSC und alles gibt, das ist ja alles nach dem Jules Bianchi gekommen. Weil dort hat man ja auch dazu mal Double Yellow geschwunken oder geschwenkt und ist dann das Auto bergen und da ist etwas passiert. Und danach hat man gesagt, man macht das nicht mehr, man darf nur noch auf die Strecke etwas bereinigen, wenn es das VSC oder Safety Car kommt. Und ich weiss nicht, was die überlegt haben. Also bei Double Yellow kann ja niemand das Teil gehen lassen, soll das ganze Rennen lang einfach Double Yellow schmeißen oder einfach mal schauen, ob irgendwie mal eine Safety Car Situation nötig wäre. Also es ist so dumm. Also in meinen Augen völlige Fehlentscheidung. Man hätte die Idee sollen. Es ist schon immer gelb, dann wieder grün wurde, wieder gelb, wieder grün, wieder gelb. Irgendwie. Es ist immer so hin und her gewesen. Und da musst du dann halt schon einfach sagen, was machen die? Also die hätten wirklich von Anfang an nein, eigentlich hätten sie das Safety Car müssen fetzen, beziehungsweise nein, wo der Rückspiegel abgekehrt ist, hätte es einfach einmal das VSC schmeißen und jetzt können einer holen.
wo dann nachher der Dings drüber gefahren ist, ist er dann eben Safety Car gekommen, wegen der Splitter, alles drum und dran, weil dann müssen sie halt die Strecke putzen und dann müssen durch die Pitlane durchballern. Aber ja, das ganze Hickhack immer hin und her, nein, erst richtig unprofessionell, es ist gefährlich. Eben, man weiss nicht, ist irgendjemand auf der Strecke noch oder ist schon irgendetwas. Ich meine, der davon richtig kassiert hat, war nachher der Lando Norris gewesen. Der ist durchgeballert bei Gelb, hat ohne Lift und hat dann nachher 10 Second Stop and Go bekommen. Das ist eigentlich die härteste Strafe, die du kannst bekommen unter FIA-Reglement. Es gibt eigentlich nichts härteres außer Black Flag, sind wir ganz ehrlich. Und einerseits muss man sagen, viele haben sich ja aufgeregt gehabt, wieso 10 Sekunden viel zu hart? Wieso nicht einfach Drive-Thru oder so irgendetwas? Ganz ehrlich, Regeln sind Regeln. Double Yellow Flag, wenn du nicht liftest, harte Strafe, fertig. Auch, ich meine, der wie heißt der Teamchef von McLaren? Stella. Ja, genau. Der hat ja auch gesagt, also, ja, ob das jetzt unbedingt so eine Strafe hat müssen sein, es war ja keine gefährliche Situation gewesen. Klar, es war keine gefährliche Situation gewesen, aber wer weiß, plötzlich wirst du vielleicht gleich einen raussäckeln oder so. Man weiß ja nie, was könnte passieren. Und bei Double Yellow muss immer geliftet werden. Richtig. Wenn du das Und nicht die machst, Einschätzung ist Double Yellow, ob es sicher Ja. ist oder nicht. Sobald ein Double Yellow ist, hat irgendjemand entschieden, es ist eine unsichere Situation und dann hast du dem Folge zu leisten. Dann tust du einfach liften. Und das Ding ist, du musst einfach auch nach dem Regelwerk gehen und wenn das Regelwerk vorschreibt, und ich finde das auch richtig, wenn es um Sicherheit geht, dann machst du das auch so. Wenn es um Sicherheit geht, dann finde ich ein Double Wave Yellow genau das Richtige und dass man muss liften, finde ich genau das Richtige. Aber ja. du hast sicher auch nämlich als Video gesehen, wie das der Lando Norris die Yellow bekommen hat. Ja, also es ist ja auf der ganzen Straight ist einfach nur ein Teil ist gelb gewesen, ein kleiner Teil. Und der Rest, die anderen LED-Monitore sind ja aus gewesen. Es ist nur ein Das Teil ist so. gewesen. Und dann, wo das Double Wave Yellow bei ihm angezeigt worden ist er wirklich, ich sage jetzt etwa 50 Meter vorne dran gewesen. Und wenn du fokussiert bist, im Windschatten zu bleiben vom Verstappen, dann kann ich sehr gut verstehen, dass es mal einfach gar noch nicht war. Und dann schaust du noch auf die Strecke und du siehst so nichts. Jetzt hat vielleicht sogar noch dein Race Engineer dir nicht gesagt, dass das Teil auf der Strecke liegt oder noch nicht gesagt. Und dann verstehe ich ja, dass du nicht liftest, weil vielleicht ist es so ein technischer Fehler. Okay. Hat man Ja, können aber trotzdem eigentlich- liften, aber er hat kaum Reaktionszeit gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass Ja. es einfach schlichtweg gar nicht gesehen hat. Okay, ja, aber eigentlich müsste sein Renningenieurin mal sagen, hey, Sektor 1 Double Yellow oder beziehungsweise einfach daten. Das ist Ja, na sein gut, Job aber eben, auch. ja, aber dann, bis er das gesagt hat, ist die Strecke gerade schon vorbei. Also jetzt vorher, als ich die Highlights geschaut habe, hat es aber schon echt gut ausgesehen, dass er genug Zeit hatte. Also für einen Funk hat es Okay. locker gelangt im Fall. Aber Ja, ja, dann habe ich vielleicht auch falsche Videos gesehen, das kann schon sein. Das geht so schnell. ich finde es einfach, ja, klar, es ist hart. Es hat natürlich die WM-Entscheidung viel spannender gemacht für die Konstrukteurwertung. Das hat natürlich uns wieder ein bisschen den Abu Dhabi Grand Prix dann nachher für sie gehabt. Aber ja, es ist natürlich hure Scheiße für den Norris. Es ist wirklich ein scheiß Rennen gewesen, aber muss man auch sagen, es ist nicht nur für den Norris scheiße gewesen, auch der Hamilton hat brutal scheiß Rennen gehabt. Also zuerst mal, der hat einen Jumpstart gehabt. Der hat Penalty bekommen für Pitlane, also Speeding in der Pitlane, weil er den Boxenlimiter vergessen hat reinzutun. Wahrscheinlich wäre er fast aber bestraft worden für also Brake-Testing vom Norris. Danach hat er den Puncher gehabt. Und was hat er noch gehabt? Ich glaube, das war aber alles dann. Also er hat wirklich ein Katastrophenrennen gehabt. Richtig bitter gewesen. Auch scheiß Qualifying, also nicht so wahnsinnig gut gewesen. Und hingegen beim Russell brutale Pace gewesen. Ja. Und muss trotzdem gesagt sein, beide, Norris und Hamilton, sind also Hamilton auf der 12. und Norris noch auf der 10. zurückgefahren, obwohl sie so Rennen hatten. Also nicht schlecht, definitiv. Aber ja, grundsätzlich hat man schon gemerkt, dass eben der Russell einfach da, also generell der Mercedes würde ich sagen, eine bessere Performance können hinlegen. Also man hat schlichtweg einfach gemerkt, wir sind wirklich eigentlich in einem Stadium, wo du McLaren, Mercedes, Ferrari Fights hättest. Und man hätte das ein bisschen früher schon so wie gestartet, dann hat auch Mercedes wirklich eine sehr gute Chance gehabt,
mindestens zweit, wenn nicht sogar um den ersten Platz eigentlich zu kämpfen, oder? Von dem her sehr interessant und es birgt so ein bisschen einen guten Vorboten fürs nächste Jahr, würde ich sagen, oder? Also wenn wir Ja. jetzt da wirklich einen vierfachen Weltmeisterkampf werden haben, dann freue ich mich extrem drauf, was nächste Season kommt. Und da kann man nicht vorstellen, dass eben, wie wir am Anfang schon besprochen haben, irgendein Team wird geben, das noch einen riesen Gap wird können füllen, oder? Kann auch sein, dass vielleicht sogar andere Teams jetzt können davon mitkämpfen und vielleicht ein bisschen mehr Wins für tiefer gelegene Teams werden vorkommen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wo mir das gibt, wenn ich jetzt sehe, wie gut das Mercedes ja, Ja, dabei also ist. gerade eben zum Beispiel Alpine sehr gut performt in den letzten paar Mhm. Rennen. Also vor Auch allem der Haas. Gasly einfach, ja, Haas Haas auch. ist für Also, mich Most Underrated Team of the Year. ja, also es gibt schon Potenzial. Man selber hat auch die ersten Punkte geholt in Katar. Also von dem her, ich sage jetzt mal, Katar ist zwar mehr so eine Strecke, die anscheinend sauber liegt, weil sie auch erst oder auch 2023 nur in Katar Punkte geholt haben. Aber ja, es ist halt schon echt ein krasses Rennen gewesen, beziehungsweise halt eben mit sehr vielen Tiefschlägen. Und ein Tiefschlag hat auch natürlich unser Stammfahrer, was Tiefschläge anbelangt, geholt oder gehabt. Und zwar der Checo Perez. Richtig peinlich. Aha. Eigentlich wirklich kurz vor dem Restart spinnt er sich weg, wird sich wieder zurückdrehen oder beziehungsweise fährt eigentlich von der Strecke runter und bringt schon die Kupplung durch und that's it. Dann macht er einen fetten DNF. Mhm. Wieder mal einmal mehr ein Rennen für, also wirklich zu vergessen beim Perez, so wie eigentlich seine ganze Saison. Und ich habe es so geil gefunden. Ich habe das auf F1 TV geschaut, aber mit deutschen Kommentatoren. Und dann nachher sagt einfach, also er ist schon hure schnell aus dem Auto, also ist aus dem Auto hure schnell auf dem Roller gewesen. Und das ist der Sinn, wie er mit dem Roller wegfährt. Und das hat einfach der Ralf Schumacher eiskalt, ob er echt gerade am Flughafen fährt mit ihm. Ey, es ist so geil. Ich habe so Nice. müssen lachen dort. Nice. Ah, ist so gut. Also wirklich, der Perez, wieder mal mehr bestätigt, der muss einfach aus dem Cockpit raus. Ja. Also ich glaube, da steht jetzt so wirklich auch nichts mehr im Weg. Da greife ich jetzt vor, weil das gehört in meinen Augen nicht oder nicht mehr zum Abu Dhabi Grand Prix. Also da ist jetzt relativ viel die letzten paar Tage geschnorrt worden drüber. Und die Red Bull Führungsriege hat auch ganz klar gesagt, dass sie an dem Montag, also das ist der 9. gsi, werden zusammenhocken und eine Lösung finden, die für alle Parteien passt. Jetzt, was heisst das? Das heisst, dass sie ganz klar einfach mit dem Perez besprechen, wie bringen wir dich raus. ähm, und das wird auch passiert sein. Es wird auch hoffentlich genug gut geschaut worden sein, wer das sie können nehmen für den Sitz. In meinen Augen wäre es eine absolute Schande, wenn sie nicht für Yuki Tsunoda gehen. Und du hast ein Foto geschickt vom Abu Dhabi Testing, wo ich schlichtweg auch noch zustimmen kann. Das passt wirklich einfach wie die Faust aufs Auge. Also mit dem Helmet und alles drum und dran. Es sieht super aus und ich würde es mega, mega, mega gönnen. Es ist ja auch schon in Katar durch Kommentare von Isaac Hadjar ziemlich klar geworden, dass der Hadjar eigentlich schon einen Seed versprochen bekommen hat für nächstes Jahr. Der hat nämlich dort in einem Interview schon gefragt worden, ja, wie sieht es jetzt aus mit dir für nächstes Jahr? Und dann hat er so müssen anfangen lachen, dass er nicht mehr hat können, ja, irgendetwas Gescheites rausbringen, oder? Und dann hat sie nochmal gefragt und hat gesagt, selbst wenn ich würde wollen, könnte ich es dir nicht sagen. Und dann ist so, ja na gut, Alter, was ist das für eine Antwort? Dann ist so Ja. klar, oder? Also von dem her, ab Katar ist eigentlich so ziemlich klar geworden, dass der Isaac Hadjar einen Sitz versprochen bekommen hat. Und Ralf Schumacher seine Aussage, und das finde ich super, wenn das wirklich so stimmt, wie er sagt, bei Red Bull hat sich das langsam wieder ein bisschen ausgebügelt, wer ist für was zuständig. Und es ist ganz klar, dass der Helmut Marko zuständig ist für Trennsitz und Nachwuchsförderung. Und wenn der Helmut Marko der Chef ist, wenn es um Nachwuchsförderung geht, dann wird der Hadjar nächstes Jahr fahren und der Perez draussen sein. Punkt. Also es muss auch nach dem Grand Prix. Es muss Ja, nach ja. so einer Nein, und ich Performance. meine, es ist auch, ja, ich meine, erstens einmal, was fällt Red Bull eigentlich ein, ihm eine Vertragsverlängerung zu machen, vor allem von 2 Jahren? Was haben sich die dabei Es ist, überlegt? Also, ich kann es dir sagen, was sie überlegt haben. Sie haben gedacht, der Perez braucht Confidence, gleich wie ein Bottas. Und haben vorgegriffen und gesagt, wir geben ihm den 2-Jahres-Vertrag, damit er ja, denkt, easy. Dann habe ich ein bisschen spatzig, oder? Aber er hat kein bisschen sich bessert.
Und laut Horner Aussage hat er auch gesagt, man hat gesehen, dass es nicht die Confidence ihm gegeben hat, die es hätte sollen. Ja, Das ist aber der Gedanke gewesen. der Bottas ist ja, glaube ich, meines Wissens auch immer besser gefahren, wenn er noch einen Einjahresvertrag hatte. Obwohl er immer gesagt hat, er braucht einen 2-Jahres-Vertrag, damit Ja. er besser fährt. Ja, stimmt. Also von dem her schon noch spannend. Aber naja, also sie werden es safe einfach rauszahlen oder rauskaufen. Das ist klar. Aber auch ich bin der Meinung, es muss der Yuki rein, definitiv. Der Yuki hat auch, ich habe nicht gesehen, in einem Post hat er anscheinend gesagt, dass ihm das Auto, jetzt der RB20, gut gelegen ist. Er hat gemeint, dass es passt zu seinem Fahrstil. Und ja, also. Das erstaunt mich nicht, dass er das sagt, wenn man schaut, wie er fährt. Also, Ja, und ich glaube auch, dass er wirklich eine gute Option wäre. Und es wäre auch einfach nur fair, weil ganz ehrlich, der Yuki hat es auch verdient. Klar, er hat auch seine Fehler, klar, er ist ein Hitzköpfiger, aber das ist ja das, was auch Red Bull ausmacht. Und ich glaube auch, dass der Lawson einfach viel zu jung, also zu jung ist er ja nicht, aber es wäre viel zu früh für den Lawson, weil das ist dann halt einfach gerade nochmal ein anderer Druck bei Red Bull Racing, als wenn du bei Cash App fahrst. Darum, nein, ich würde es definitiv. wirklich cool finden und ich hoffe auch schwer und ich drücke auch dem Yuki die Daumen, dass das wird passieren. Also es wäre auch ein geiles Line-Up. Verstappen und Yuki. Es wäre wirklich ein cooles Line-Up. Das wäre cool, ja. Es wäre sicher ein sehr aggressives Line-Up. Aber es wäre auch spannend, weil also mit dem Perez hast du jetzt halt wirklich nicht jemanden gehabt, wo du so ein bisschen Fights sonst noch kannst haben und wo du ein garantiertes Podium hast. Und ich weiß, es ist cocky, wenn man das so schon sagt, bevor er im Red Bull gefahren ist, aber ich glaube, mit dem Tsunoda hast du das einfach, weil der wird es so heiß sein drauf, der hat immer noch kein Podium, gar nicht. Der hat kaum gute Resultate im Sinne von, dass er auch weit oben war. Ich glaube, der Best Finish ist P5 oder P6. Ich kann mich nicht an P4 erinnern von ihm. Ist er Und nicht einmal in Abu Dhabi 21 P4 geworden? das könnte sein. Das könnte gut sein. Aber es ist halt gleich kein Podium dabei auf jeden Fall. Ja. Und bei ihm merkst du einfach, auch wenn jetzt kein Podium drinnen ist, der hat einfach so ein gewisses Feuer. Oder? Der kämpft um einen 14. Platz, als ob es ein Win wäre. Und das finde ich mega, mega cool. Also gerade ein sehr geiles Beispiel war zum Beispiel Austin dieses Jahr, wo er auch gegen Perez so gefightet hat. Oder? Und dort muss ich echt sagen, also das werden sie mit ihm haben. Einen zweiten Fahrer mit ganz viel Feuer dahinter. Und es ist auch für Hadjar und für Lawson ein super Testing Ground, wenn die beide sich fighten können. Oder? Weil sie wissen anhand von dem, was bis jetzt passiert ist, schon, dass der Lawson ungefähr auf dem Level vom Yuki ist. Nicht unbedingt besser, nicht unbedingt schlechter, aber wenn du den Tsunoda immer noch dort innen lässt, dann verlierst du extrem wichtige Daten. Weil du weißt ja schon, dass der Tsunoda gut ist, oder? Also behalt den Lawson noch im V-Carb und du kannst im 26 den grossen Entscheid fällen, in meinen Augen. Von mir aus mach ein Testjahr, wo einfach mal schaust. Von mir aus mach auch nur ein halbes Jahr mal Tsunoda und ein halbes Jahr lassen. Aber Ja. versucht den Cape nicht. Lasst Ja, ihn das nicht ist so. fallen, weil er hat so gut performt und sich einfach präsentiert. Also, lasst ihn Also nicht ich kann mir auch fallen. vorstellen, wenn er also nächstes Jahr immer noch bei Visa Cash App fährt und der Lawson geht rauf, wird er wahrscheinlich schauen, dass er zu einem anderen Team kommt. Fix. Und 26, wenn, 26 meine ich. wenn er die Chance bekommt, dann kann er sich auch hier präsentieren. Ja. Für ein anderes Team. Ja, das ist Und so. dann hast du auch nicht ganz, ich sage jetzt mal, nichts investiert für so einen guten Fahrer wie der Yuki ist. Weil der ist schon sehr lange mit dem Red Bull Programm. Klar, Honda ist auch noch dahinter, aber sie haben schon sehr viel Geld auch in den Yuki investiert. Da muss man schon auch Ja. gesagt haben. Das ist so, definitiv. Ja, wir sehen es ja dann, mal schauen, was in ein paar Wochen oder Monaten passiert. Also ich denke zwar in ein paar Tage, irgendwann wird ja wohl das Statement kommen, dass der Perez rausgeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es entweder vor Weihnachten kommt oder dann ist im Januar rein. Ich denke, ich sage spätestens bis Mitte Januar wissen wir es eigentlich. Bin ich mir fast Ja, sicher. gut, spätestens dann denke ich es auch, weil dann sind ja eigentlich die neuen Präsentationen für die neuen Autos noch nicht so weit weg. Plus Ende November sind ja schon Testings in Bahrain, also von dem her, es geht ja nicht so allzu lang. Es ist, Ende glaub's, auch November. Ende Februar, meine ich, sorry. Ja, genau. Es Dann musst ist, du halt wissen, wer den hockt. ja, Wer noch verfolgt hat. ich glaube, das ist sogar die erste Saison oder das erste Mal, wo in der Winterpause weniger als 100 Tage Gap zwischen Saisons sind. Habe ich Das mal kann sehr gemeint gut gehabt. sein.
Sonst sind wir über 100 Tage und das ist das erste Mal, wo es weniger sind. Also für uns gut, auch wenn, weiss nicht, irgendwie 7, 98 Tage, wie lange das jetzt noch geht. Nein, es ist ein bisschen weniger inzwischen. Auch immer noch lang ist, aber wir gönnen dann natürlich auch eine Pause. Ja, aber bevor dieser Winterpause war noch ein anderer Grand Prix, und zwar eben Abu Dhabi. Das war der letzte Grand Prix, das 24. Rennen von dieser ultra langen Season, wo wirklich viele Höhen und Tiefen gehabt, aber wirklich, ich muss sagen, es war eine sehr gute Season gewesen, also es hat viel Abwechslung gegeben. Wir werden aber nicht zu viel vorgreifen, weil wir machen dann noch eine extra Episode, wo wir wirklich speziell dann nur über die ganze Season reden. Wie gesagt, jetzt geht es auch über den Abu Dhabi Grand Prix. Und wir fangen an, dass ja eigentlich schon nach dem Qatar Grand Prix, beziehungsweise dann vor dem Abu Dhabi Grand Prix bekannt gegeben wurde, ist, dass der Esteban Ocon durch den Duen ersetzt wird. Jetzt fragen sich vielleicht viele, wer zur Hölle ist der Jack Duen? Und die Frage ist absolut berechtigt, weil der Dude ist wirklich ein fucking No-Name. Also, nein, sein Vater, der Mick Duen, der ist TÜV gefahren, also MotoGP. Und dort auch eigentlich wirklich erfolgreich auch gewesen. Das ist eine Legende, der ist zweifacher Weltmeister. Das ist wirklich das ist so ein Fernando Alonso-Type-Beat. So. Und der Mick Doohan ist unter anderem der beste Kollege oder einer der besten Kollegen von Michael Schumacher. Und darum heisst auch der Mick Schumacher Mick, weil er hat ihn nach dem Mick Doohan benannt. So, einfach so, dass ein bisschen zum ein bisschen aufklären. Von wo das überhaupt kommt, ist ein Australier, so nebenbei noch erwähnt. Und ja, der ist jetzt eben reingekommen. Bei Alpine hat Ocon ersetzt für das letzte Rennen. Jetzt, wieso hat man das gemacht? Alpine, Asi oder freundlich, wie man sie kennt, kann man sich so anschauen, wie man möchte, haben gesagt, hey, look, du darfst Pirelli-Testing machen nach dem Abu Dhabi Grand Prix beim neuen Team, weil Ocon ist ja zu Haas übergegangen. Aber du darfst das letzte Rennen nicht fahren. Ocon hat gesagt, easy ist gut. Anscheinend, ja, hätte er so machen weil sonst hätte es ihm fürs Testing nicht freigegeben. Ich glaube, es hat Ocon dort raus. Ich glaube es auch. Vor allem, wenn man die Fotos und die Videos gesehen hat vom Ocon bei Haas. Also ich hatte schon lange nicht mehr so einem breiten Grinsen auf dem Gesicht gesehen. Und habe es generell cool gefunden, ihn in diesen Farben zu sehen. So, es hat mich so ein bisschen an seine Männerzeit erinnert. Das habe ich noch. Oder nein, Marussia. Nein, Männer. Männer, ja. Marussia war vor Männer, ja. Aber genau, ich mache immer ein Turnen mit diesen Teams, mit diesen zwei. Ja, also von dem her, ich glaube, der Ocon hat nicht viel wollen sagen dazu, aber er hat auch eigentlich gar nichts sagen gehabt dazu. Und ich finde es schlussendlich eigentlich verdammt assi. Strategisch ist es richtig, aber ich finde es hure assi. Dass du einfach sagst, wow, Vertrag tun wir jetzt einfach mal vorzeitig enden, du fährst jetzt nicht mehr mit uns. Und es hat wie so kein richtiges, es hat so keinen richtigen Abschied gegeben, obwohl der Ocon sehr lang bei Alpine war, obwohl der Ocon sehr viel für Alpine geleistet hat. Er hat den ersten Win geholt, er hat die ersten paar Podien geholt wieder für das Team. Oder eigentlich seit es Alpine gibt, klar, okay, Renault, Ricciardo hat jetzt schon noch ein bisschen Gas gegeben, aber halt Alpine ist nicht gleich Renault, oder? Und das merkt man schon. Aber ja, ich finde es sehr, sehr disrespectful, wie sie in den Händler gehen. Und gerade wenn du es vergleichst, Carlos Sainz zum Beispiel, der hat ohne Probleme können bei Williams fahren. Wenn bei Ferrari hat das ja auch können, blöd tun. Und irgendwie kann ich einen Bearman nochmal reinsetzen. Aber ja, ich finde, das machst du einfach nicht. Und ja, das ist so ein bisschen meine grundsätzliche Haltung zu dem Thema. Ja, also ich meine, es hat ja eigentlich nur ein Team-Statement gegeben. Mir nicht. Ja, also es ist ja nicht es mal ist ja auch nicht mal, gewesen. Also, ich glaube, es ist auch nicht mal entschieden gewesen, bevor der Qatar Grand Prix fertig war. Das haben wir einfach mal so definiert währenddessen dazwischen. Weil sonst machst du ja wirklich einen anständigen Abschied. So. Das ist Priatore. Ja, fix. Das ist eindeutig sein Werk. Und er hat auch gesagt, dass, also ist ja gefragt worden wegen dem Duen, wie das jetzt so aussieht, weil eben Colapinto immer wieder in der Gerücht war. Und da hat er irgendwie so etwas gesagt, von wegen, ja, Formel 1 gibt es keinen Platz für Gefühl, dort zählt nur Leistung. Ja, also wirklich, stell dir vor, der Briatore wäre bei Red Bull. Der Perez wäre schon 100 Mal raus. Der wäre schon 100 Mal rausgeflogen.
der wäre schon lange nicht mehr am Start. Also es ist schon heftig. Es ist wirklich Ja. heftig. Definitiv. Vor allem, weißt, wenn du jetzt einen Kimi Antonelli oder einen Oscar Piastri oder von mir aus sogar einen Colapinto im Ding setzt, im Petto, dann ja, dann verstehe ich, dass man sagt, okay, wir geben dem jetzt schon mal eine Chance, weil dann erwartest du ja auch schon, dass der Fahrer eigentlich schon genug gut performt zum Punkt holen. Und Jack Doohan hast du das jetzt einfach von vorweg nicht erwartet. Also, du kannst mir nicht sagen, dass sie das Gefühl haben, dass der Jack Doohan wird Punkte holen. Und es tut mir leid, seine Performance ist, ich kann schon sagen, abgrundtief schlecht gewesen. Sie ist nicht gut gewesen. Ja, schlichtweg. Für mich ist das so ein bisschen die Frage, die sich nachher aufwirft, machen wir das, zum zu schauen, wie scheiße ist er effektiv, haben wir uns komplett vergriffen und wie viel Einsatz müssen wir zeigen, um vielleicht den Colapinto ins Boot reinzuholen, weil Free Agent und wir wissen, dass er gut kann fahren kann. Wir wissen, dass er sehr beliebt ist, wir wissen, dass er viele Sponsoren mit einbringt. Es sind 3 Sachen, die Alpine definitiv braucht. Likeable Drivers mit Money-Volumen, mit guter Fahrkunst. Und ich hoffe, dass das der Intent war, weil sonst verstehe ich nicht, wieso dass man so überhastig reagiert. So. Ja, man hat ja schon zum Colapinto gesagt, er ist der Messi von der Formel 1. Also, ja, aber es also ist halt er schon wird so, er auch so bringt gefeiert jetzt ja, schon. er bringt Also, eine ganze Nation mit. Also das ist ist, so, ist das hat so. wirklich so ein bisschen Senna-Brasilien-Vibes gehabt, was der mitgebracht hat. Das ist wirklich krank gewesen und darum, es hat wirklich auch wirklich coole Vibes gegeben und darum finde ich es auch, dass er schon allein, also jetzt gut, allein wegen dem ist in der Formel 1 ist klar, ist ein bisschen übertrieben, aber er hat natürlich halt schon auch gute Leistung gebracht und darum in meinen Augen absolut verdient, dass er in der Formel 1 wird fahren. Er muss sicher mal noch ein weiteres Jahr. Dann noch weitere paar Jahre in meinen Augen. Ja, also ich denke, der kann sich nur zum Besseren entwickeln. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er noch irgendwie wird schlechter werden oder so, aber Das ist es. ja, Und darum, ich hoffe wirklich, dass er zu Alpine kommt. ich praise ihn ja auch immer für seine Junior-Karriere. Er ist komplett unter dem Radar durch. Er war mir sympathisch, als ich ihn in der F3 zum ersten Mal gesehen habe. Und dann habe ich mich noch nicht viel informiert. Und dann nachher, als er in die Formel 1 kam, da habe ich ein Video geschaut von seiner Karriere und da sieht man einfach ganz klar daraus heraus, dass er immer schon verdammt gut performt hat. Aber er war jetzt auch schon ein bisschen älter gewesen. Das Problem war bei ihm immer das Geld gewesen. Also er ist schon mal in der Rennkategorie wieder runtergegangen, einfach weil er kein Geld gehabt hat. Und hat trotzdem immer, wo er war, überall auseinandergenommen. Also Colapinto ist wirklich ein Weltklassefahrer und man darf ihn nicht unterschätzen. Er hat noch nicht viele Chancen gehabt, das zu zeigen überall. Ich glaube, Formel 2 hat er auch gesagt, also würde er wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen jetzt. Also. Ja, ich glaube, es einfach, wird weil es jetzt keinen Sinn mehr einfach macht. Ersatzfahrer bei Williams mehr nicht. Ja, und Macht er jetzt wahrscheinlich nicht. Testfahrer, glaube ich, wo anscheinend ist sein Feedback auch ziemlich gut von dem, was ich gehört habe. Aber ja, Okay. Ja. genug über Sind wir Alpine. ein bisschen abgeschweift, weil endlich sind wir ursprünglich beim Ocon und beim Doohan gewesen. Aber ja, eben, Doohan, mal schauen, ob er überhaupt die Saison wird starten oder wenn dann, wie viele Rennen das wird machen. Aber ich denke, eine volle Saison wird der Typ sicher nächstes Jahr nicht machen. Und ja, einer, der auch keine weitere Saison wird machen, ist der K-Mac. Der hat zum Abschied zum Lewis Hamilton noch ein Geschenk gemacht. Und zwar hat er gedacht, ich schenke dir einfach mal einen Pöller. Und zwar und das Auto. Was im Hamilton dann ja, ein Qualifying gekostet hat. Zwar ist er schon im Q1 rausgerollt dann wegen dem. Weil, ja, natürlich, wenn du den Huren Pöller die ganze Runde unter dem Karren hast, willst du nicht schneller werden mit dem. Ist der die ganze Runde drunter gewesen? Ich habe gemeint, der Pöller ist nur im nächsten Sektor drunter gewesen. Ich habe gemeint, er ist nicht auf einer, ich habe gemeint, er ist noch nicht auf einer Fastest Lap gewesen. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich habe gemeint, in Turn 1 ist er wieder raus, darum habe ich gemeint, er ist eine ganze Runde gefahren. Aber Also schon so sein, oder dass- so. Ich meine, auch wenn das nur die letzten paar Turns war, also das blockiert perfekt den ganzen Air Intake vom Unterboden. Ja. Das Ding, das eigentlich hauptsächlich dein Dings generiert, deine Downforce. Also ja. Stell dir vor, er wäre schneller geworden mit dem Ding. Mercedes einfach so, wait, Ja. was machen wir falsch? Ja, das wäre schon weird gewesen. Aber wäre geil gewesen, ja, wenn er plötzlich schneller geworden wäre. Ja, aber das hat es mega gekostet, über Q1 nachher schon rausgekriegt. Auch Charles Leclerc weit hinten gestartet durch einen Penalty, weil er Batterien setzen musste. Und sie haben Batterien schon nur 3 in einer Saison. 2 Ja. oder 3. Sie sind auch eine drüber gewesen jetzt. Auch bitte fürs letzte Rennen fahren, weil bei ihnen ist so mega viel gegangen noch. Und
man könnte jetzt natürlich sagen, ja, man kann ja gleich gut performen auf ein P1 gehen und statt einfach von P10. Nein, er hat dann eben auch nicht so ein gutes Qualifying gehabt und ist dann auch weit hinten gestartet, glaube ich, von P16 oder 17, irgendwie so etwas dort rum war. Auch sehr, sehr bitter gewesen für den Charles. Und ja, dann ist es dann losgegangen in das letzte Rennen rein. Vielleicht Und- ganz kurz, ich gehe rein. Qualifying haben wir etwas gesehen, was man fast nie sieht. Und das hat mich krank gedünkt, weil es ist fast zweimal war. Perez, over the line, sagt, schaut es an und kommt Lap wieder reinstated über. Sie haben ihm seine Fastest-Lap wieder gegeben. Ah, ja, stimmt, ja. Das ja. ist krank. Also Weil das Turn sieht man 1, sehr, glaube ich, sehr ist immer selten. gewesen. Aber es zeigt vielleicht auch, dass vielleicht der eine Sensor dort in dem Turn 1 nicht ganz perfekt aligned war, weil beim Piastri hat man auch nochmal den Benefit of the Doubt gegeben und es auch nochmal angeschaut. Ich habe das einfach schnell reingrätschen, sieht man sehr, sehr selten in der Formel 1, weil das ist gleich wie so ein Pitbox-Infringement beim Start vom Rennen. Es gibt kein Ja, Nein, entweder bist du oder du bist drin, oder? Habe ich richtig krass gefunden, dass das wieder reinstated worden ist. Stimmt, ja. Also vor allem noch beim dabei. Piastri, der ist super close gewesen, da weiss ich nicht. In Ja. der Halle habe ich gesehen, dort, ja. Ja, aber soll es geben. Also auch der FIA macht Fehler, haben wir ja gesehen im 21. Und ja, in jedem Podcast ist jetzt eine Anspielung auf Es ist 21 wirklich so. Abu Dhabi, das ist so Es schlimm. ist wirklich so. Und ja, eben, es ist dann losgegangen mit dem Grand Prix und der Max hat sich dann einfach mal schnell gedacht, also, ich mache jetzt die WM noch ein bisschen spannender, weil ja, McLaren jetzt da vorne einfach so wegfahren, das wollte ich ehrlich gesagt nicht zulassen. Ich wollte da ein bisschen Pfeffer in das ganze Spiel reinbringen. Das hat er auch gemacht. Er hat sich gedacht, ich nehme jetzt mal den Piastri mit hindern. Ja, wir können nicht groß diskutieren. Eindeutig Max seinen Fehler, völlig überschätzt trainieren und Piastri halt ja, mitgenommen, hat dann auch wieder eine 10 Sekunden Penalty gegeben für den Max. Also da sind wir wieder bei dem Thema von vorher, dass eben halt Racing Lap. Incidents gerade am Start mal ein Penalty bekommen jetzt in den letzten paar Rennen oder letzten 2 Rennen muss sicher. Aber muss ich auch ehrlich sagen, in meinen Augen völlig verdient. Also der Max hat sich ja auch dann entschuldigt und so alles, ist auch nach dem Rennen hat er sich entschuldigt. Hat ja dann noch so einen Spruch rausgelassen mit sie sagen alles Idioten. Ja. Wenn er mir nicht gerade 20 Sekunden geben, fucking Idiot. Ja. Richtig hässig, richtig Ja. hässig. Aber ich glaube, also jetzt am Schlussendlich hat er es ja auch selber eingesehen, dass es sein Fehler war. Also, und wie gesagt, er ist sich gut entschuldigt, alles gut. Hat aber für uns Zuschauer mega viel Spannung reingebracht, weil der Piastri ist hingedroppt. Dann nachher hat es ja eine Safety-Car-Phase gegeben. Ja, es hat eine Safety-Car-Phase gegeben. Dann nachher ist der Piastri Colapinto reingedonnert, hat auch nochmal 10 Sekunden bekommen und dann war der Piastri weit hinten gewesen. Und der Norris hat natürlich dann gerade doppelten Druck gehabt, weil ihm hat es gelangt, wenn er Erster wurde, dass McLaren Championship gewinnt. Egal, ob jetzt Ferrari 1-2 wird, weil das ist schlussendlich schon gewesen. Aber es ist natürlich mega spannend gewesen, weil egal was jetzt passiert, wir kennen den Norris, macht gerne mal einen Fehler, dann kann es schnell kosten und dann kann es ein Championship kosten. Das wäre hure bitter gewesen. Und es hat es halt ist wirklich so spannend gewesen. Ich habe die ganze Zeit, seit dem Zeitpunkt, wo das mit Piastri passiert ist, habe ich davon nachrechnen und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat ein Ferrari 1.3 mit Fastest Lap gelangt. Ich glaube sogar ohne Fastest Lap hat die gelangt, damit sie es geholt hätten. Wenn sie Erster geworden wäre, hat es gelangt, ja. Ja. Und da muss man schon auch sagen, dass ein Team Championship so close ist, das hätte ich nicht erwartet. Das haben wir jetzt wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Nicht einmal im 21, wo der Verstappen Driver Championship geholt hat, dort hat Red Bull auch deutlich mehr Punkte als Mercedes gehabt. Also da wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Ist by the way im Fall genau heute vor 4 Jahren gewesen. Vor 3 Jahren im Fall. Ist genau heute, also 12. Weil ich habe nämlich heute, glaube ich, heute habe ich auf TikTok eine Erinnerung gesehen, wo ich ein Video hochgeladen habe. Nein, warte mal, das stimmt gar nicht. Da ist vom Upload-Datum ist das nicht, das stimmt, das war früher gewesen. Aber ich habe das Video nochmal geschaut. Ja. Und da habe ich auch gedacht, es ist so insane.
es wird im letzten Rennen und in der letzten Runde wird die Championship entschieden. Das ist schon Auf der crazy. also fucking einmal, das ist gerade Eben, letzte Runde, ja. Letzte Runde, Genau. ich kann mal sagen, Also, im letzten Turn, nein, nicht ja, ganz. nein, nicht ganz, nein, aber es ist schon crazy gewesen, ey. Das ist Ja, so krass gewesen dort. Und Also da haben wir jetzt echt etwas Geiles mit dürfen erleben im 21. Ja. Das ist wirklich Und, heftig. aber jetzt auch eben die Konstrukteur-Championship ist auch wirklich sehr, sehr geil gewesen und auch mega spannend gewesen, eigentlich wirklich bis zum Schluss, weil du hast halt einfach nicht gewusst, passiert noch ein Fehler. Ende Jahr, vor allem eben gerade das letzte Rennen, da gibt es ja gerne mal noch einmal irgendwie so ein paar Motorschäden oder sonst irgendwelche technischen Defekte und darum, ja, ist halt dann eben schon, kann es mal gerne passieren und dann kann aber so ein Norris oder ein Mercedes-Motor kann es mal gerne lüpfen, wenn nicht das erste Mal. Was ich auch geil finde, ist, es hat so ein bisschen etwas in die Welt eingerufen. Und zwar einfach der Charge eigentlich vom Leclerc. Oder? Der Leclerc hat gemerkt, hey, jetzt habe ich eine Chance. Wir können das Zeug noch holen. Und man hat richtig gemerkt, der Leclerc hat bei dem ganzen Fight jetzt am Ende mitgefiebert, als ob es sein eigener Drivers Title wäre. Also, der hätte das so gefühlt, wenn er einen Win für Ferrari hat können holen, einen Championship-Win. Auch wenn es nicht einmal ein Drivers-Title ist und man hat es richtig einfach in seinen Emotionen gehört, in seiner Stimme gehört. Und der Drive, den er hatte, ist wirklich unglaublich gewesen. Also sensationell. In der ersten Runde oder ersten 2 Runden hat er schon 8 Positionen gut gemacht und hat nachher einfach nicht aufgehört. Irgendwann hat er dann nur noch einen Gap von 22 Sekunden auf Sainz gehabt, wo er selber auch nochmal irgendwie auf 17 runtergebracht hat in den letzten 10 Runden. Also wirklich, auch der Sainz hat ein gutes Rennen gefahren, aber der Ferrari ist wahrscheinlich einfach nicht genug schnell gewesen, schlichtweg, um das noch aufzuholen. Aber ja, was ich sehr krass gefunden habe, daraus hat resultiert, dass, obwohl wir so viele Fahrer hatten, die ihr letztes Rennen hatten, dann ist es eigentlich so ein bisschen typisch, dass ein Driver of the Day aber einer von denen bekommt, wo halt austritt, hat es trotzdem der Leclerc geholt. Und ich glaube, das habe ich, seitdem ich Formel 1 schaue, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein austretender Fahrer nicht als im letzten Rennen Driver of the Day bekommen hat. Das war fast immer so gewesen. Und zeigt, glaube ich, einfach noch einmal mehr, was für eine verdammt gute Performance das vom Charles war. Und auch wenn er sehr traurig war am Ende, dass er es nicht geholt hat, kann er, glaube ich, doch sehr stolz sein, dass er das Team auf den 2. Platz gebracht hat und dass er sogar fast geschafft hat, die Championship zu holen. Und ja, so einen guten Drive zum Abschluss hingelegt hat. Also Chapeau für den Charles, definitiv. Ja, ich habe es einfach noch herzig gefunden, wie er so gesagt hat, er hat es eigentlich auch für den Sainz holen. Yes. Der Konstrukteurtitel. Und das habe ich eben auch so krass gefunden, wie der Carlos mal gesagt hat. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in welchem Interview das war. Er findet es halt eben schade, dass er eigentlich Ferrari auch geholfen hat, dass sie schneller werden. Und da müssen wir nicht darüber diskutieren. Das ist auch wirklich Fakt, also, dass er viel investiert hat dort auch und auch viel gebracht hat. Und jetzt wird er eigentlich rausgerührt und jetzt ist Ferrari eigentlich auf Championship-Niveau wieder. Und hat Potenzial zum Championship gewinnen und er muss gehen. Und das tut mir wirklich auch weh. Und ich habe auch den Podcast gelesen, Beyond the Grid vom Sainz. Und das ist vor Katar aufgenommen worden. Und danach hat er es eben so ein bisschen erzählt, wie ist das zustande gekommen mit, also mit Ferrari und so, wie das kommuniziert wurde und so. Und er hat gesagt, als er mitbekommen hat, dass der Hamilton kommt, hat er es verstanden, dass er muss gehen. Und er hat aber auch gewusst, als er zu Ferrari gegangen ist, dass er nie die Anerkennung oder das Prestige wird haben in Ferrari wie in Leclerc, weil er ist ein Ferrari-Projekt, also kein Ferrari-Projekt oder so. Und das hat immer der Charles. Und das hat er gewusst, dass wenn mal jemand kommt, muss er gehen und nicht der Leclerc, außer der wird extrem schlecht performen. Aber ich habe es dann mega krass gefunden. Er hat dann eben so gesagt, also, wo es mitbekommen hat, das ist der Hamilton, der kommt, hat das verstanden. Das ist eben auch so etwas, wo nicht gerade jeder kann mitempfinden, weil viele können sagen so, hey, hallo, was soll der Scheiß? Ja, holen so einen alten Sack rein. Klar, jetzt sind die Championships, aber schaut doch mal, wie er ab 22 performt hat. Und dann nachher holen die ihn rein und mich lassen er eigentlich droppen. Kann ich alles irgendwo durch nachvollziehen, dass man so reagieren, und das muss ihm Sainz mega hoch anrechnen, dass er eben nicht so geredet hat.
Er hat halt schon nur gesagt, hey, look, es ist schade, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mitgeholfen alles drum und dran, Championship-Niveau jetzt und jetzt muss ich gehen. Und dass man so reagiert, kann ich absolut nachempfinden. Und das finde ich auch mega stark von ihm, dass es eigentlich bei dem Losilo hat und nicht eigentlich gegen den Hamilton geschossen hat in dem Sinn. Ja. Oder auch Und nicht einmal gegen Ferrari. Wo ja, ja nicht die mal gegen Entscheidung Ferrari. gefällt haben. Genau, weil er ist nachher noch gefragt worden, ob er sich vorstellen kann, dass er wieder zu Ferrari geht. Und er hat gesagt, ja, wieso nicht? Ich habe mich immer gut verstanden mit denen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ich meine, er hat gesagt, heutzutage kannst du auch mit 42 noch in der Formel 1 fahren. Alonso das beste Beispiel. Und wenn es sich noch eine Gelegenheit gibt, bei Ferrari zu fahren, wieso nicht? Er würde es machen. Also da sieht man halt einfach auch, dass er und Ferrari kein böses Blut hat. Dass er wirklich auch sich noch mal vorstellen kann, mit Ferrari zusammen zu arbeiten. Und ganz ehrlich, ich würde es ihm von Herzen gönnen. Ich würde es ihm auch mega gönnen, dass eben das Gerücht, das momentan rumgeht, dass scheint der Sainz von Williams soll zu Mercedes gehen und der Kimi Antonelli doch zuerst soll zu Williams gehen, dass das vielleicht zustande kommt, dass er halt auch gleich die Chance hat, in einem Top-Team zu fahren. Weil der Sainz, sind wir ehrlich, er ist brutal talentiert, er hat mega, mega viel Erfahrung, die er mitbringt. Er ist schnell und er ist auch vom Charakter her immer mega sympathisch und anständig. Mhm. Und er ist Das schneller, ist- weil er keinen Blinddarm mehr hat. Fix, Alter, das ist es. Nein, aber es ist schon extrem aufgefallen. Es ist ja schon krass gewesen. Er war 2 Jahre bei McLaren gewesen und die haben ihm so ein wunderschönes Abschiedsvideo gemacht. Gesagt, hey Ferrari, passt aufnehmen. Und ich glaube, Ferrari hat das von vornherein gecheckt, dass sie mit dem Sainz einfach das ist so ein Ausnahme-Formel-1-Fahrer. Die meisten sind irgend so durch ein bisschen Arschloch und ein bisschen weiss auch nicht was. Egoisten. Hä? Egoisten vor allem. Ja, das auf jeden Fall. Und Ja. das Kranke ist, wenn du ich kann euch allen empfehlen, ich weiss, wir machen nicht gross Werbung aber für andere Videos und so, aber Ferrari hat ein Video hochgeladen, ein 8-minütiges Video über den Sainz. Farewell Carlos heisst es, glaube ich. Oder? Yes. Und da muss ich echt sagen, wenn du das schaust, du siehst extrem, wie gut er als Mensch ist. Wie er niemals jemandem etwas übel nimmt, wie er immer nur vom Besten ausgeht und wie er vor allem andere Leute kann aufheitern und ihr Leben besser machen. Er macht viel Seich, er umarmt die ganze Zeit alle und geht jeden begrüßen in der Garage. Und ich glaube, also wenn man so ein bisschen schaut, Social Media Stuff von den letzten paar Jahren, hat er das auch immer durchgezogen. Die ganzen 4 Jahre, wo er da war, ist er immer schön allen Heu sagen. Und was ich extrem krank finde, was mir mega rausgestochen ist bei dem Video, ist, wie gut der Cape eigentlich ist. Du hast mega so sein Progress gesehen über die ganzen, sind es 3 oder 4 Jahre gewesen bei Ferrari? 4, gell? Im 21 ist er gekommen, ja. 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 Und du hast perfekt gesehen einfach, wie es erst angefangen hat mit den Performances, die sie hatten. Wie er das Team angedrückt hat und extrem viele Podiums davon reinholen. Nachher hat er einen Win in Silverstone. Eine von der most challenging Strecken, wo wirklich, also das ist wie Monaco gewinnen fast. Und er hat dort einfach den Win und zieht das durch bis zu einem Multiple Winner in einer Season zu werden und sein Team an einer Championship Fight auszudrücken. Ich meine, Ferrari ist bis in den letzten Drittel nicht Championship Contender gsi, weil sie ein gutes Auto hatten, sondern nur, weil sie consistently einfach mindestens den 5. und den 6. Platz reingeholt haben. Ja. Und wenn es machbar war, ist der 4. und der 3. Oder? Und gegen Ende haben sie die Wins geholt und das ist genauso viel im Sainz Verdienst, wie es im Leclerc Verdienst war. Und ich denke, abschließend, was man rühmen kann sagen, er darf sich wirklich nicht schlecht fühlen, weil er hat einen 4-Time World Champion ersetzt und wird durch einen 7-Time World Champion ersetzt. Ja. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Das passiert nicht vielen anderen Fahrern. Das ist so, ja. Aber ja, ich irgendwie so, wo er das gesagt hat, eben, dass ich mir vorstellen, dass es zu Ferrari geht, dass irgendwie so, jetzt habe ich schon recht grosse Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie mal einmal passieren wird. Weil er hat gesagt, Red Bull hätte er nicht gehen wollen, weil er hat einfach gesagt, ihm passt das Ganze nicht, so wie es bei Red Bull ist und so, das will er nicht her. Kann ich irgendwo durch nachvollziehen.
Der ist höchstens immer noch McLaren, aber dort sind die Türen wahrscheinlich lang zu oder bleiben zu mit Piastri und Norris. Ausser Red Bull hat wirklich den Piastri, es gibt wieder Gerüchte. Ja, ist aber schwierig, Ja. ob das wirklich mal passieren. Unlikely. Und Mercedes kann ich mir jetzt vorstellen, weil jetzt ist ja aber Mercedes Motoren angestellt. Und da kann es schon gut möglich sein, dass vielleicht, wenn der Kimi Antonelli nicht so gut performt am Anfang, dass vielleicht mal einen Swap gibt oder so, dass man ihn aufzieht. Ich meine, der Sainz hat einen sehr flexiblen Vertrag anscheinend bei Williams. Also wenn irgendwo das Top-Team ihm etwas anbieten kann, dann kann er gehen. Das ist auch genau Und- richtig so. Ja, und ja, wer weiß, aber ich meine auch, vielleicht gibt es wieder etwas bei Ferrari. Also er hat es auf jeden Fall verdient, dass er bei einem Top-Team fährt, weil er ist einfach halt, er hat halt einfach das Talent und er ist halt auch von dem Kaliber, dass er das kann leisten kann. Also Ja. in meinen Augen absolut verdient. Dann. Definitiv. Ich Ja. hoffe nur, dass wenn er zurück würde gehen zu Ferrari, dass er nicht seine Prime jetzt quasi durch hat. Ja. Was ich mir nicht vorstellen kann, wo er jetzt einfach die letzten 6 Jahre. Also es gibt kaum einen Fahrer, der so consistently gut fährt die nächsten 6 Jahre wie der Sainz. Ja. Schlichtweg. Ich habe vorher noch schnell kurz in die Standings hineingeschaut, aber es hat mich wundern, wo er abgeschlossen hat. Also der Sainz ist auf P5 am Schluss gelandet, aber 2 Punkte hinter dem Piastri. Und da bin ich mal ein bisschen runtergescrollt. Und wer glaubst du, wer ist Letzte in den Driver Standings? Letzte in den Driver Standings würde ich sagen, ist Bottas. Oder Sargent. Nein, der Duen. Der Sargent ist sogar vor dem Duen. Oh, Let's go! Gott, Alter! Sargent, absoluter for the Goat. win. Fucking Absoluter Goat. Wie hat Williams die letzten 4 Jahre 3 Goals vorgebracht, Alter? Ey, Das ist unglaublich, Legende. Mann. So gut. Wahrscheinlich will er irgendwo mal eine gute Position. Also ja, P11 ist er mal einmal wohl in England. Alter, Darum. hure bitter, Mann. Hure Ja. bitter. Ja. So gut. Also das habe ich jetzt einfach gerade so gesehen. Ich musste gerade lachen, als ich das gesehen habe. So gut. Ja. Ja, Ding, aber apropos Bottas. ja. Was ist das wieder gewesen mit dem Magnussen? Ja. Also, was? Also, Ja, er hat sich Komplett gedacht, komm, fuck it, reingebremst. Alter. Gut, aber ich muss auch sagen, sehr bitter für den Bottas, so ein gutes Qualifying hergelegt und dann nachher wird Ja. er so hinterher gespült. ich habe so Hoffnung gehabt, gell? Ja. Nachdem der Joe in Katar endlich Punkte hat für das Team, macht er so ein gutes Qualifying. Was war es, P4 gewesen, irgendwie auf einmal und dann nachher ist noch Nein, das war der runtergereicht worden, Hülkenberg. aber- gewesen. der Hülkenberg. Ja. Aber gleich, Alter. Ich habe so Hoffnungen gehabt. Und dann macht er einfach, was ein Bottas immer macht, beweisen, dass er nur im Qualifying gut ist und im Rennen einfach mal den Magnussen komplett Ja, gut, nein, er hat rausfetzen. Pech gehabt auch. Also, gerade die Situation dort, er hat ja eine Kollision gehabt mit dem Perez. Perez hat sich ja wieder mal klassisch müssen nachher spinnen wegen dem. Und ist ja nachher hat er auch wieder DNF, gell? Ja, der hat auch wieder DNF, der Perez. Stimmt. Damit Ja. nochmal, Perez. Übrigens, nein, warte, sag du fertig. Ich kann nachher Also- noch etwas dazu. Der Bottas ist ja dort auch involviert gewesen, weil der Bottas ist ja innen gewesen, auf dem Curb schon und Perez hat ja einfach reingezogen und hat ihn getutscht. Und dem muss ich sagen, er hat ja nachher auch eine Penalty für das bekommen, der Bottas. Und das habe ich ziemlich harsch gefunden, weil er kann ja nicht weiter links, er ist auf dem Curb oben gehockt. Und dann kriegst du noch eine Penalty über. Das finde ich schon extrem hart. Und darum, da muss ich sagen, ist ein bisschen bitter für den Bottas, weil der Bottas, by the way, hat in seiner Formel 1-Karriere in jeder Saison einen Punkt mindestens geholt. Und das war jetzt das erste Mal gewesen in einer Formel 1-Saison, wo er keinen Mhm. Punkt geholt hat. Was ich auch krass gefunden habe, ist, er ist jetzt das mal ins Q3 gekommen, endlich. Und das behaltet seine Streak, dass er in keiner Saison nicht ins Q3 gekommen ist. Also er ist immer in jeder Saison mal mindestens einmal ins Q3 gekommen. Und das finde ich auch krass. Ja, bei Mercedes war er immer im Q3 gewesen. Genau, jedes einzelne Rennen. Das ist so wo er crazy. nicht DNF ist oder so. Und das zeigt einfach, also schnell ist er. Er wäre Extrem hure sogar. gut, ja. Ja. Das ist so. Also er wird safe haben, bin ich fix davon überzeugt. Er wird Ersatzfahrer bei Mercedes werden. Mhm. Gehe ich mal schwer davon aus. Weil der Mick hat ja aufgehört jetzt, macht ja komplett nur noch WEC Series. Und darum, ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt nicht als Ersatzfahrer reinkommt. Ob er wirklich bei Red Bull reinkommt, glaube ich nicht. Ich glaube, das war Nein. irgendwie einfach ein Troll gewesen oder so, irgendetwas, Humbug. wo das gemacht hat. Ich glaube, das war einfach ein Fake gewesen. Wahrscheinlich so ein Hardcore-Bottas-Fan. Aber sind wir ehrlich, egal wo du den Bottas reinnimmst, in welches Team, er ist sicher einer, der gut ist für die Werbetrommel.
Und Ja, auch, das in Katar, das mit dem Bulli, hast du auch mitbekommen, oder What's Next? Der Bulli, den er gemacht hat. ja, und den Helm, den er nachher auch Ja, angehört, aber ja. der Bulli, den er gemacht hat, alle Einnahmen sind gespendet worden. Und die Spenden sind an Familien gegangen oder einfach an Leute gegangen, die auf tragische Art und Weise ihren Job verloren haben. Und das hat er Nein. nur als Anspielung gemacht, weil er seinen Job verliert. Ey, der Typ ist einfach next level, was Marketing So eine anbelangt. Legende, Alter. Ey, Letztens ist mir einfach ein Video vorgeschlagen worden, wo er random mit so ein paar belgischen YouTuber in Belgien essen. Und ja, dann voll, nachher das habe ich auch zuerst, gesehen, ja. das ist so funny. Das startet in einer Boulangerie, also das ist ja wie so ein Süßigkeitenbäcker. Und da haut er einfach raus, ja, ich habe kein Gluten essen, ich bin allergisch. So, hä? Und dann Okay. hockt er noch hinter der Pommesbude und macht Pommes für die. So, welcher andere Formel 1-Fahrer macht das einfach so? Außer Nein, jetzt ein Lando Norris, der da sein Zeug hat, sein Quadrant-Zeugs oder Quadrant. der Typ Ja. ist next level, ich sag das. Einfach Darum, fucking Legende. wenn er will zu Mercedes kommen, also weißt du, Marketing-Abteilung ist wirklich, Ja. Die werden glücklich mit dem. Der füllt dann wie so eine Danny Rick-Rolle bei Red Bull, oder? Er ist wieder ein bisschen Ja. macht ein bisschen Werbung, zeigt ein bisschen sein Gesicht. Und Ja. das Ding ist, ich glaube, der ist bei Mercedes halt schlichtweg auch immer willkommen. Ich glaube, immer wenn er nichts hat, wenn er nichts findet, wird er können zu Mercedes gehen, auch wenn es nur als Test- und Reserve-Driver ist, oder? Und ja, wie du schon sagst, jedes Team verliert eigentlich, oder verliert, würde einen riesigen Gewinn machen mit einem Bottas im Team, oder? Ich finde es schade irgendwo durch. Hat er sich für sauber entschieden. Ich glaube, er hat sogar selber auch gesagt, in Ja, einem Interview, dass er sagt der grösste Fehlentscheid gewesen, yes, yes. Und er hat halt dann, ich glaube, wenn es mir nicht ist, noch nicht gewusst, dass der Vasseur wird gehen. Und wäre der Vasseur fix gegangen, dann hätte er sich wahrscheinlich auch nicht für sauber entschieden, was ich kann nachvollziehen, oder? Mit einem Vasseur vorne dran sieht man jetzt ja, was bei Ferrari passiert ist, was dann mit einem Team machen kann. Ja, also absolut definitiv ein riesen Fehlentscheid und er sagt das Richtige so. Ja. Hat er. Ich meine, er hat sich halt wahrscheinlich vorgestellt, dass das Audi-Projekt so ein bisschen leiden kann, aber er stellt sich jetzt halt auch immer wie mehr raus. Erstens, dass es vielleicht gar nicht so stark Audi wird sein, dass die vielleicht sogar den Schwanz davon einziehen, so kurz vor ihnen. Gibt es immer wieder Anzeichen dafür. Und zweitens halt auch, dass die einfach, die wollen einen deutschen Fahrer. Jetzt haben sie den Ja. Hülkenberg, jetzt sind sie zufrieden. Also gut, eben Katar hat ja noch so ein Investment, Katar Investment oder wie das heisst, hat ja ein Drittel etwa gekauft, scheint von, also den genauen Betrag weiß man nicht, aber es sind etwa so circa ein Drittel gewesen, anscheinend von Sauber. Und Audi, ja, man munkelt halt einfach schwer, dass Audi scheint nicht so gut wird in die Season starten, wie man so denken wird, was ich absolut kann irgendwo durch nachvollziehen. Aber wir werden es dann spätestens 26 sehen. Es wird aber richtig eine grosse Aufgabe werden für Audi mit Motor, Chassis, alles drum dran und auch solide stark herzusagen. Aber ich denke, mit Hülkenberg werden sie schon auch einen guten Fahrer haben. Bortoletto haben sie wirklich einen jungen, talentierten Fahrer, der auch reinkommt dort. Darum, ich sehe es da eigentlich schon auch nicht so schlecht, aber man darf natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass Audi gerade vorne wird mitfahren, weil die werden allerhöchstens im 26 einfach Midfield werden, denke ich mir nicht. Ich denke so. Vor allem, wenn man halt einfach auch mit einbezieht, wir haben jetzt so lange keine neuen Motorenhersteller gehabt. Und klar, Audi, die werden das nicht schlecht machen, aber out of the block eigentlich einen guten Motor zu machen, der auch reliable ist, ich glaube, das wird Schwierigkeit. Schnell werden sie wahrscheinlich können sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es so viele kleine Intrigen und so viele Kleinigkeiten, die du musst können und Erfahrung dafür haben, dass sie die Motoren nicht abverrecken. Und von dem her, ja, bin ich auch ganz auf deiner Seite. Das wird ein absolutes Midfield-Team. Alles andere würde mich sehr, 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 sehr fest erstaunen. Schlichtweg. Ja. Ja, und mal schauen, ob Audi das mal bereut, ob sie dann in die Formel 1 gekommen sind. Man munkelt hier und da immer wieder etwas, oder es gibt immer wieder Gerüchte. Mal schauen, ob es der Hamilton auch wird bereuen, ob er zu Ferrari gewechselt hat oder nicht. Er hat ja auch sein letztes Rennen gehabt, jetzt mit Mercedes in Abu Dhabi. Und ja, also zuerst einmal noch zum Rennen an sich. Hamilton hat einen brutalen zweiten Stint gehabt, also auf der Harz ist der Karre gut gelaufen.
hat 14 Sekunden auf den Russell aufgeholt und auch überholt. Wobei, man muss auch sagen, Russell hat diese gross verteidigt, weil wahrscheinlich hat er schon mehr beigewunken halt dort. Aber gleich sehr, sehr krasse Performance noch vom Hamilton jetzt im letzten Run. Und hat es auch, sage ich mal, wirklich können noch gut rausholen, was er. Ja, nein, er hat es eigentlich nicht verbockt zu qualifizieren. Also, aber ich denke, wenn er nicht so scheiße sie wäre im Qualifying, hätte ich vielleicht sogar das Podium können drinlegen. Ich glaube, das Win war gleich unrealistisch gewesen. Ich glaube, da hätte dann doch noch mal etwas gefällt. Also schwierig zu sagen jetzt im Nachhinein. Aber das Podium wäre sicher drin gelegen. Und ja, dann kommen wir eben zu dem, es war sein letztes Rennen gewesen. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es hat einen Leak gegeben, also ein FIA-Dokument, wo drauf gestanden ist, wer alles Donuts machen darf, von auf dem Startziel. Und Bitte. dass der Hamilton auch vorne soll herfahren. Das ist alles wirklich inszeniert gewesen. Und das Geile ist gestanden, P1, 2 und 3 dürfen Donuts machen auf dem Startziel und der Hamilton noch. Aber ich glaube, nur der Hamilton hat es gemacht, die anderen haben keine Donuts gemacht. Ja, die haben alle keine gemacht. Und ich muss sagen, schau, ich kann es verstehen, dass man sagt so, hey, ich meine, es ist 7-facher, also 8-facher Weltmeister und man will ja auch ein bisschen einen würdigen Abschied haben, aber dann macht das Team intern oder macht es einfach im Team und nicht im F1. Also weißt du, wieso darf er noch vorfahren? Ja, eben. Ja. Und er war die ganze Zeit auf der Kamera gewesen, Alter. Ja. Der Leclerc, seine Zieleinfahrt, er ist nur im Hintergrund gesehen. Ja. Ich meine, Also, der Dude verlässt ja nicht die Formel 1. Okay, wenn du so etwas machst, wenn du Formel 1 verlässt, kann ich es absolut nachvollziehen. Aber er wechselt nur das Team. Und er kriegt so eine Aufmerksamkeit über. Das einzige gute Argument, das ich gehört habe, ist, es ist die erfolgreichste Teamfahrer-Kooperation ever. Ja, das definitiv. Es ist auch die längste ever. Aber das... Keine Ahnung, das justifiziert für mich nicht, dass du einen ganzen fucking Stelzen kannst hinstellen und ihn aufs Grid mitführen. Dann würdest du gescheiter sagen, jeder Fahrer, der sein letztes Rennen hat, darf aufs Grid führen. Übrigens, falls ihr das nicht gesehen habt, der Joe hat selbstständig auch ein paar Donuts gemacht. Habe ich sehr, sehr gefühlt und muss ich echt sagen, hat mich auch noch mal so viel daran erinnert, also der Joe, das ist so ein Fahrer, wo ich echt muss sagen, finde ich schade, dass er abgeht. Das ist so wie beim Giovinazzi. Es ist einfach geile Sieg gsi und es war schön gsi, dass er da war und er hat gute Arbeit geleistet und so. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt so geht. Aber nichts zur Sache. Also ich habe es sehr, sehr unpassend gefunden und es hat für mich so ein bisschen eine saure Note hinterlassen, weil ich finde auch, also so gut wie er ist, so gut wie die Partnership war, da hättest du 100 bessere Fahrer können dort auf das Startziel führen, um ein bisschen Donuts zu machen. Ja, also ich habe es halt einfach ein bisschen übertrieben gefunden und ich habe es auch ein bisschen, es wirklich ein bisschen too much gefunden. Aber ja, so ist halt eben die Formel 1, the show must go on. Das ist so ein bisschen das neue Motto, nicht Motorsport is dangerous. Da finde ich ein bisschen schade, aber ja, ich meine eben, das sage ich als Nicht-Hamilton-Fan, also dass es ein bisschen too much ist. Wenn ich jetzt einfach fast gelogen habe, ja? Aber fast? Also weißt du, ich meine, der hätte es auch gerade so gut auch ein Sainz verdient, bin ich ganz sicher. Der Sainz hat auch mega gute Leistung gebracht bei Ferrari und eben wie Ferrari mit Sainz umgegangen ist wesentlich emotionaler gewesen. Bei Mercedes hat es mich die ganze Zeit immer so kalt durch. Also weißt du, der Hamilton hat schon ein bisschen Emotionen gezeigt, aber nicht extrem. Aber beim Sainz hast du richtig gemerkt, ihm tut es so weh und auch Ferrari hat es weh da. Du hast auch gesehen, Hamilton bei Mercedes, sondern auch Mercedes bei Hamilton. Ja. Also, hast du das Abschiedsvideo vom Hamilton gesehen? Ja, also du meinst, wo er in Silverstone alle seine Autos gefahren hat? Ja, das habe ich gesehen, ja. Ist dir aufgefallen, wie absolut extrem hochnäsig und hochgestochen und kalt die miteinander umgegangen sind? Ja. Ich habe das alles so extrem inszeniert empfunden. Ja. Bei Ferrari ist einfach Herz, das ausgeschüttet wird. So. Das ist so. Und ich bin ja auch ganz ehrlich, ich glaube, dass mit dem Hamilton und Mercedes, nachdem dass sie gewusst haben, dass er geht, nicht viel Sympathie noch war füreinander.
Ich habe auch das Und Gefühl, dass also vor allem, es ist ja sehr viel Personal halt auch weggegangen. Viel ist ein paar sind zu Red Bull, ja, ein viele sind paar zu Red sind Bull, ja. zu Dings, Und zu Aston Aston. Martin Ja. sehr viel. Und ich glaube, hat der Hamilton hat vor 2, 3 Jahren schon gecheckt, also vor allem, ich sage vor 2 Jahren gecheckt, dass es langsam nicht mehr das Gleiche ist. Und ich kenne das selber auch von der Arbeitswelt. Wenn du viele Leute hast, die weggegangen sind, dann ist es nicht mehr das gleiche Team. Und Ja, man kann preachen, dass wir logisch. die Ja. Besten sind und die Geilsten sind. Aber wenn nicht mehr die gleichen Leute rum sind, ist man nicht mehr das gleiche Team. Man hat nicht mehr den gleichen Teamgeist. Man hat nicht mehr die gleiche Arbeitsmoral. Man arbeitet nicht mehr gleich zusammen. Und ich denke, das ist das, wo der Hamilton gemerkt hat. Und ich habe das Gefühl, dass er sich extrem zurückgezogen hat, die letzten 2, 3 Jahre. So vom Ja, Gefühl her. ja. Also, ich finde halt einfach auch, dass. Also, es ist halt einfach schade, weißt du, ich meine, eben, Mercedes hat viel ihm zu verdanken. Hamilton hat aber anders schon mal wieder viel von Mercedes zu verdanken. Und was ich eben auch mega schade finde, also vor allem auch Mercedes-Seite. Und da muss ich wirklich auch ein bisschen Kritik an Mercedes ausüben, obwohl das Mercedes immer sehr sympathisch war. Der Hauptgrund, wieso dass der Hamilton überhaupt zu Mercedes gekommen ist, ist der Niki Lauda gewesen. Und der ist nirgendwo erwähnt worden. Nur der Ja. Hamilton hat auf seinem Helm oben einen roten, fetten Stern gehabt, Yes. zum an Niki Lauda gedenken. Und ich finde es bodenlos von Mercedes, weil nicht ein Toto, nicht der damalige Chef von Mercedes, ich weiß nicht, wie der geheißen, der mit dem Schnauz, wer auch immer bei Mercedes, der hätte können das grösste Tier dort sein, hätte es geschafft, den Hamilton von McLaren wegzunehmen. Das hat nur der Niki geschafft, weil der Niki hat gewusst, was bei Mercedes kann kommen, und er hat gewusst, mit dem richtigen Fahrer, also mit dem Hamilton, wird es klappen. Und er hat gesagt, der Satz ist, glaube ich, so etwas immer gekommen, der Niki hat zu ihm gesagt, wenn du zu uns kommst, werden wir Geschichte schreiben. Und er hat fucking recht gehabt. Ja. Und darum Und- gehen da nochmal richtig dicke Props an Niki Lauda raus. Der Typ war einfach auch Next Level gewesen. Ja, definitiv, definitiv. Also, wenn der Hamilton hat nicht nur den Stern gehabt, er hat sogar auch, sage jetzt mal, indirekt so ein bisschen darauf bezogen, da in seinem Sieges- oder Abschlussfunk etwas gesagt, von wegen Leap of Faith hat sich ausgezahlt. Also, wie sagt man Leap of Faith auf Deutsch am besten? So, der Das Sprung ins Risiko kalte hat sich Wasser. ausgezahlt. Das Risiko hat sich ausgezahlt, eigentlich, genau. Und ja, also finde ich auch extrem schade. Vor allem eben, wenn du vergleichst, was das für ein Unterschied war, wie dann, wo er gestorben ist und der Hamilton dann den roten Helm gemacht hat und man hat den roten Halo gemacht, oder? Für das, dass man den dann so praised hat man relativ wenig jetzt gehört. So. Und also ja, ich finde es auch einfach schade, wie der Abschlussfunk war vom Bono. So. Also, es war auch so kalt gewesen. Aber weißt du, dort muss man auch sagen, ich glaube, als Hamilton bist du hure enttäuscht im Bono, wenn du so eine gute Beziehung hast zu ihm und er kommt nicht mal mit zu Ferrari. Klar, Ferrari hat sicher auch Ja. ein Wort dazu, oder? Aber er nimmt lieber die Challenge an, den Kimi Antonelli aufzunehmen, als mit dem Lewis Hamilton weiterzugehen. Gut, ich glaube, so Und- Mercedes hätte nicht gehen lassen. Glaube ich also im Fall auch. Das glaube ich fix auch, aber ich hätte alles dran gesetzt. Also, Ja. das ist für mich so eine ähnliche Beziehung, wie Giampiero Lampiassi mit dem Max Verstappen hat. Die Ja. zwei kannst du nicht trennen und ich weiß auch nicht, ob irgendein anderer Race-Engineer mit dem Hamilton wird umgehen können, weil der Hamilton ist sehr ein Pingeliger, er ist sehr ein eigener und du musst als Race-Engineer sehr viel Einfühlungsvermögen haben, habe ich das Gefühl. Ich meine, du hörst immer wieder seine Radios, wie er Rennen aufgeben will. So. Nicht, dass er generell aufhören kämpfen, aber Katar war gerade so ein Beispiel, wo er einfach nur noch aufhören wollte. Und der Bono hat das feine Gefühl gehabt. Und wenn ich schaue, wie der Carlos Sainz, sein Race-Engineer, aber komplett so auf einem Social Level einfach nur lost ist, dann weiss ich echt nicht, ob der mit dem Hamilton gut wird können umgehen. Aber ja, schlussendlich, ich finde es auch. Ich finde, das war ein sehr kalter Abschluss für einen Hamilton. Da hat man gerade so gut einfach können, den Brad Pitt anfangen können stellen und dann hat man etwa mehr Emotionen gehabt. Ja, ich bin da gerade am Schauen. Ich habe so ein geiles Bild gesehen. Auf Instagram ist das gewesen. Das haben, glaube ich, sogar gespeichert, kann ich gemeint. Ja, da, ich weiß nicht, vielleicht du musst gerade im Stream schauen. Ja, ich sehe es. Da steht: When you realize
You won't ich kann es fast selber nicht lesen, weil mein Stream so klein ist. You won't ever hear it's Hammer Time again, but We are we are checking. checking instant. Und dann das Face von Hamilton, so, Ja. Aber stell dir vor, sein Renningenieur bei Ferrari sagt dann irgendwie so halbwegs auf Italienisch so: Okay, Luis, it's a Hammer Time. It's a Hammer Time. Alter, Ja, wäre richtig weird, ey. Das wäre richtig nice. Aber im Fall, ich habe das Gefühl, dass der Hamilton, der wird wahrscheinlich fast wie alle grossen Ferrari-Fahrer, der wird wahrscheinlich hure Italienisch reinprügeln. Also ich glaube, der wird das mega lernen. Ja, ist auch am Italienisch lernen, scheint ja. Ja, fix. Und da kommt er fix auch auf etwas. Wo sie dann auf Italienisch dann zusagen. Also, Ja, wird vielleicht sicher sagt auch er einfach gewisse It's Symbiose Hammer geben. Time auf Italienisch dann. Ne? Ja, genau. Das würde mich hure wundern, wie das heisst. Oder? Ja, nein, aber ich bin auch ganz ehrlich, also Ferrari, Hamilton, wie ist eigentlich so dein Gefühl, was glaubst du so? Weil, so, ich weiss, man glaube schon mal in einem Podcast ein bisschen darüber geredet kann, also ja, man weiß nicht und so. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, so nach all dem, jetzt nach dieser ganzen Season auch der sag ich mal, Abfall, wo der Hamilton hatte, wo ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich mir nicht anders auch noch erklären kann, außer dass er nicht das gleiche Auto am Schluss hatte wie auch der Russell unter Umständen. Ich glaube, für den Hamilton ist es irgendwo durch auch ein bisschen eine Befreiung. Habe ich so ein bisschen wie das Gefühl. Und auch vielleicht auch ein bisschen, so, wie sagt man, so ein bisschen einen neuen Ansporn, weißt du, eine neue Challenge. Weil er hat ja mal beim Lügendetektor von Sky, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat er ja gesagt, dass er noch fahren will bis zum 8. Titel. Ja. Und ich glaube schon, dass das Ziel ist. Und ich meine, ey, was wäre das für eine Formel-1-Karriere, wenn du nach dem Kimi, nicht Antonelli, sondern Räikkönen, der erste Formel-1-Fahrer wieder bist bei Ferrari, der die Championship gewinnt. Das wäre schon crazy, ja, Alter. Das sind fast 20 Jahre her. Fucking 20 Jahre. 2007. 7, ja. Ja, Also wir fast kommen 20 dazu. Jahre. Das ist Ja. crazy, Alter. Es ist Das wirklich crazy. crazy. 18 Und ich meine, Jahre. ich habe das Gefühl, für Hamilton nicht nur der perfekte Abschluss, weil es Ferrari ist, sondern auch, weil wie Ferrari ist. Okay, ich erkläre. Mercedes macht für mich den Eindruck, dass es einfach so ein hard-working Environment ist. Du hast einfach nur Leute, die alles perfekt machen wollen. Es geht nur um Perfektionismus und um möglichst schnell sein und so Geschmäus, oder? Und bei Ferrari kommt er jetzt in so ein Passion-Environment. Die Leute wollen einfach die Besten sein, weil sie wollen andere Leute stolz machen. Sie wollen Ferraristas stolz machen. Sie wollen die ganze Nation eigentlich stolz machen. Und ich habe das Gefühl, es ist genau das, was der Hamilton braucht, schlussendlich, um eigentlich auch wieder das machen. Ich glaube, er muss seine Passion für den Sport wieder ein bisschen entdecken. Und für das ist er bei Ferrari genau richtig. Ich meine, immer ein anderes Team, das so viele Emotionen kann zeigen kann, dass sie sogar ihrem grössten Rival sofort gratulieren. Hey, das sind so schöne Bilder gewesen. Ey, ohne Scheiß, das sind so schöne Bilder in den Augen gehabt. Das ist einfach, das ist für mich Formel 1. Für das schaue ich, dass ich so Sachen kann sehen kann. Und wegen dem habe ich auch hure Mühe gehabt, wenn es zum Beispiel mal geheißen hat, Teams dürfen nicht mal das Gitter jubeln. Aber das ist genau das, was die Formel 1 für mich ausmacht. Ja, sie machen es immer noch. Also. Ja, aber also besser ist. Und nein, dadurch, ich finde, für Hamilton ist es genau das Richtige. Für Ferrari, ich bin immer noch ein bisschen gespalten. Aber ja, eigentlich kann man schon klar sagen, eigentlich kann man schon klar sagen, ja, 7-time World Champion, also da müssen wir haben, oder? Das ist ein klarer Entscheid. Wenn der zu uns kommt, dann nehmen wir ihn. Aber ist es der richtige Entscheid, wenn du so ein gutes Team mit so einer guten Teamdynamik hast wie Leclerc und Sainz, wo einfach sich die Stirn bieten und du hast dem Leclerc basically gefühlt schon 100 Mal die Weltmeisterschaft versprochen und du nimmst ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen weg, je nachdem wie gut das der Hamilton dann wird performen. Oder? Also bin ich übrigens auch noch sehr, sehr gespannt. Ja, also ganz ob es jetzt einfach die neue Fahrzeuggeneration oder der Mercedes ist, wo ihm so viel zu arbeiten gibt. Also bin ich Ja. schon sehr gespannt. Also ich persönlich glaube, dass der Hamilton gleich auf wird sein mit dem Leclerc, aber nicht drüber. Ich glaube auch nicht, dass ich glaube eben, jetzt werden wir 100% sehen, wie gut das der Leclerc ist. Und wir dürfen alle nicht vergessen,
man schiebt es immer so ein bisschen unter den Dings, weil man das Gefühl hat, der Vettel hat einfach scheiße gefahren die letzten paar Jahre. Er hat den Vettel schon sehr fertig gemacht. Ja. Und ich glaube, im Vettel sein Downfall ist erst überhaupt daraus resultiert, dass ein Leclerc überhaupt ins Team hineingekommen ist. Also von dem her, ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn er gegen Hamilton auch nochmal gut performt, dann werden wir es sehen. Schlichtweg. Ja, es wird spannend. Also ich freue mich für den Hamilton, dass er mal bei einem anderen Team fährt, anderer Motorlieferant, auch eben mit einem Team mit so vielen Emotionen. Und nicht nur das Team, sondern auch die Fans. Weil egal auf welcher Strecke du gehst fahren, es hat überall viele Ferrari-Fans oder Max Verstappen-Fans, eines von beiden hat es immer. Aber es ist einfach wirklich so viel Passion und Leidenschaft dahinter. Und ich glaube, das kann ihm schon auch nochmal ein bisschen eben das Feuer, das Formel 1-Feuer wieder entfachen. Das glaube ich schon auch, dass das etwa so könnte entstehen und das ihm ja wieder ein bisschen pushen. Und mal schauen. Das nächste wird brutal spannend werden. Das, glaube ich, das wird richtig geil werden. Und ich freue mich schon richtig drauf. Und was du vorher schon angesprochen hast, eben McLaren, haben wir noch nicht erwähnt in diesem Podcast, hat ja die Konstrukteurweltmeisterschaft wirklich gewonnen. Oder wir haben es nicht mehr so ein paar Mal angeschnitten. Aber eben, wir haben noch nicht darüber geredet, what the fuck? Ja, wir haben es immer so ein paar Mal ein bisschen angeschnitten. Aber nicht groß. Eben, sie haben sie wirklich. Sie haben es geholt, eben Ferrari ist eigentlich gerade gratulieren. Wunderschöne Bilder gewesen. Auch, hast du das Video gesehen? Am Start? Oder vor dem Start? Der Fred Vasseur und der Zach Brown sind nebeneinander gestanden. Ja. Und dann nachher neben der Trophy. Und dann nachher einfach der Fred Vasseur nimmt einfach die Trophy und läuft schon weg. Ja. Hey, der Fred, das ist so ein geiler Sieg, Die beiden sind sowieso super. Ich finde den Zach auch wirklich ein ganz geiler Sieg. Vor allem, das war in Katar gewesen. Ich hatte eigentlich in Abu Dhabi das auch noch erwartet. Aber du hast nicht wieder gehört, oder? Ja, das ist immer so. Ja! Ja. Es ist genial. Nein, das ist wirklich super gewesen. Nein, aber der Fred Vasseur, ich liebe den Typ. Legende. Ja, der ist so gut. Auch immer, weißt du, auch wenn McLaren gewonnen hat in Miami, er steht mit der Champagnerflasche parat und kommt einfach trainieren. Dann nachher immer die Fotobombs vom Fred Vasseur beziehungsweise vom Zach Brown und so. Und auch, wo ist jetzt das? Ich glaube, es auch nochmal bei McLaren. Ich weiß aber nicht mehr, wo sie gewonnen hat. Ist ja auch mit der Champagnerflasche wieder auf der Matte gestanden und so. Hey, es ist so geil. Und er ist einfach, auch die Interviews, die er immer gibt, die sind immer mit einem Witz dabei. Ja, es ist vor allem, wenn er eine blöde Frage gefragt wird, dann gibt er die blödste Antwort zurück. Er kann so gut zurückgeben und kontern. Es ist, ja, er ist ja, glaube ich, gefragt worden, ob er sich Sorgen macht wegen Hamilton, weil er ja so performt. Und er hat anscheinend zuerst gesagt, also, ja, also er wird sicher immer noch schneller fahren als ich, weil ich passe ja schon in ins Auto rein. Und er hat gesagt, also, aber man hat ja gesehen, wie er in Vegas performt hat. Und Vegas hat ja eine krasse Unfalljagd auch. Ja, und eben jetzt auch wieder in Abu Dhabi ist er wieder so schnell gefahren. Also, Pace beim Hamilton ist sicher um. Aber das Auto muss halt funktionieren. Und das ist halt einfach das, was beim Hamilton immer so ein das Problem ist, wenn das Auto nicht ganz funktioniert, macht er nicht, oder bringt er halt nicht so die Performance, wo man halt müsste haben, wo hat eben dann zum Beispiel ein Verstappen, der wiederum wohl gesagt. Ich habe dir jetzt genau zugeschaut. Ja, der ist genau zugeschaut, wie der Brüllenbügel ins Auge rein ist. Glück gehabt. So gut. Nein, wohl gesagt muss man schon nicht gleichstellen mit Hamilton könnte in einem schlechten Auto nicht performen. Ich glaube, was du mehr meinst, ist einfach, dass das Auto nicht sehr raffiniert ist und ich sage jetzt mal von der Balance her wirklich einfach Probleme hat. Weil wenn der Hamilton, ich bin mir sicher, in ein langsames Auto würde stecken, das aber gut funktioniert, dann würde er trotzdem auch gut performen. Ja, ich weiß nicht. Meinst du nicht? Nein, also, da sage ich jetzt wirklich, ich glaube, dass der Hamilton, er ist sicher ein guter Fahrer und sicher auch sehr talentiert, aber ich glaube, gegenüber einem Max wird auch in einem Auto, das nicht gut ist, dann könntest du in einen Alpine, in einen Williams, was auch immer, oder in einen Sauber reinstecken, der wäre schneller als ein Hamilton. Ja, der Max ist dort durch wie ein Alonso. Weil der ist einfach... Aber gut, was erwartest du von einem, der Formel 1 fahren, heimgeht und einfach mal, ich weiss nicht wie lange, Simracing fährt. Also der macht nichts anderes. Der macht und nichts logisch hast du nachher halt so, weil der kann auch, eben, der wird auch gegen 3 DTM, der wird alle voneinander nehmen. Den kannst du dort reinstecken, auch in einen Wack kannst du ihn reinstecken und dann fährt er nicht davon. Oder? Von dem her,
Ich habe gerade einen Claim in meinem Kopf erstellt, wenn 20, was ist das gewesen? 21, wann ist der Aston Martin so stark gewesen? 22. 22. Wenn im 22 der Max und Oder Alonso... 23. Nein, 22. Nein, schon in der 22. Nein, Im 23. 23. Gut, 22 ist der Sepp noch gefahren. 23 ist es. Ist der 22 noch Sepp gefahren? Ja, Hat er die ja. neue Fahrzeuggeneration gemacht? Ja, der ist noch gefahren, ja. Boah, ich habe das gar nicht im Kopf. Also, wenn dann Alonso und Verstappen im Auto gewesen wären, wären die Dritten geworden. Crazy claim, I know. Ja. Ja. Aber ich meine, also, Verstappen wird genau das Auto auch viel zu weit für rausfahren. So. Aber jetzt sind wir wieder fett am Abdriften. Ja, aber eben, das ist, ich meine, ich glaube auch, der, wo der Perez fährt, kannst du noch 2 Plätze oben drauf rechnen. Das wäre so ein Average Pace vom Red Bull dieses Jahr. Und alles andere ist einfach Max Verstappen plus. Ja. Also abgesehen davon, wenn jetzt der Perez nicht im Q1 rausfliegt. Aber ja, wohl gesagt. Aber ja, das zu dem. Ja, aber dann kommen wir jetzt kurz zu einem kleinen anderen Ding. Also das ist nur so inputmäßig. Für die es nicht gesehen haben, aber eigentlich hat es wahrscheinlich jeder gesehen. Nach dem Abu Dhabi Rennen mussten der Russell und der Leclerc nochmal aufs Podium raufgehen und mussten mit dem Brad Pitt zusammen für den Film F1 noch so Siegerehrungen Filme drehen, was auch immer. Und dann nochmal mit Champagner rumschiessen und so. Hat noch recht lustig ausgesehen. Ich bin wirklich gespannt auf den Film. Eigentlich halte ich gar nicht so für Hollywood-Filme von F1-Zeug und so. Ich habe zum Beispiel die Senna Kurzdoku auf Netflix habe ich auch noch nicht gesehen. Die ist ja schon draussen im November, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die Echtverfilmung, hast du die angeschaut? Also die auf Netflix meinst du? Ja, es gibt seit einer Woche oder so gibt's eine Echtverfilmung. Ja, das ist ja die Doku, wo sie einfach nachgestellt haben. Von dem Dude, der nicht aussieht wie der Senna. Ja, im Fall... Oder der Prost, der nicht aussieht wie der Prost. Das ist noch lustig im Fall. Also wenn du am Schauen bist, hast du manchmal gleich auch ein bisschen das Gefühl. Also ich kann es dir nur empfehlen, ich kann es dir wirklich sagen, ich finde es super. Okay. Ich habe es eben noch nicht gesehen. Ich bin eben mega vorsichtig, was das Zeug anbelangt. Ich auch. Drive to Survive ist so ein richtiges bodenloses Beispiel, was einfach nicht in der Formel 1 passiert. Oder so, beziehungsweise es wird einfach alles dramatisiert. Aber das ist halt eben, weil die Amerikaner das richtig abfeiern, wenn Drama drin ist. Ja, aber ich bin gespannt auf die diesjährige Drive to Survive. Also da muss es richtig abgehen. Und auf den F1-Film, auf den F1-Film bin ich auch echt gespannt. Der kommt nächstes Jahr ins Kino dann. Ja, ich finde es ein bisschen lustig. Ich bin selber, habe ja auch wieder dazugehört, aber ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt gerade noch um Abu Dhabi Grand Prix. Und es gibt sehr viel Kritik, wo ich echt auch verstehe. Also ich habe selber auch viel kritisiert, weil aber ich bin auch kein Fan von so Verfilmungen und vieles wirkt halt schon gefaked. Das ist ja schlussendlich, ein Film ist immer gefaked, oder? Und man so anschauen. Aber was man halt wirklich nicht vergessen ist, sie machen sich wenigstens die Mühe, mit echten Autos, auch wenn es Formel 2 sind, auf der Strecke zu sein, an den richtigen Events, mit den Fans. Und ein Brad Pitt, muss ich echt sagen, ist einfach auch ein Schauspieler, der sich extrem in so Rollen versetzen. Und ich habe sogar tatsächlich ein Video auch gesehen, wo er relativ emotional wurde, weil also 3 Szenen neigen sich halt wirklich am Ende zu. Du hast einen Shot, eine Saison. Du kannst nicht in der nächsten Saison wieder weiter mitdrehen. Ausser 3-4 Teams entscheiden sich oder sagen, ja ist gut, wir tun mit unseren Autos mit dir mitfahren. Was man glaube ich auch nicht darf, wegen Testing Regulations. Also von dem her muss ich echt sagen, ich bin guter Dinge, weil sie setzen mega viel auf Realismus, sie setzen mega viel drauf, dass es echt überkommt. Von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass es ein schlechter Film wird, aber ich gehe trotzdem mit ganz, ganz viel Vorsicht dran und ich erwarte auch nicht, dass es der beste Formel 1-Film ever wird. Ja, wir werden es sehen, aber ich glaube, das nächste Jahr im Sommer oder so kommt er dann. Und ja, ich bin gespannt. Also der Trailer hat echt gut ausgesehen. Nur was mich im Trailer schon gestört hat, ist der erste Satz gewesen, wo er da, der Brad Pitt so sagt, so, eben so, ja, die Teams sind schnell auf der Gerade, unsere Stärke ist in der Kurve.
Und dann sagt sie irgendwie so, gut, das ist natürlich aus dem Kontext rausgerissen, dann sagt sie so, ja, wie soll ich das sicherheitstechnisch verantworten? Und dann sagt sie so, ja, wer hat etwas von Sicherheit gelabert gehabt? Da ist dann wieder so richtig so Hollywood-mäßig. Ich denke so, Kollege, Alter, übertreib, Mann. Weißt du, wenn da würdest du droppen bei der FAA, die würden dich Ja. vermöbeln, weißt du, so Zeug. Ja, vor allem, wir sind nicht mehr in den 1960er, 70er Jahren, wo noch mit einer Ja, Badewanne nur fahren schalten. Dort hättest du so etwas können droppen. Safe. Ja, aber dann, fix. jetzt, also bitte, ja, egal. Das ist so etwas, was mich schon ein bisschen echt genervt hat dort. Aber sonst bin ich eigentlich echt gespannt. Ich freue mich eigentlich wirklich auf den Film. Und ja. Vor allem, ich bin auch gespannt, ob es so ein bisschen Cameos gibt, ob vielleicht auch die echten Formel 1-Fahrer wirklich auch im Film eine kleine Rolle bekommen. Ob sie etwas mit reden, meinst du, oder was? Ja, weil ich könnte mir schon ein bisschen vorstellen, dass es vielleicht vor allem gegen Ende oder so, aber dass sie so ein bisschen wie Fake-Interviews mitgeben zum Beispiel. Ja. Dass sie so tun, als ob sie gerade gegen den Brad Pitt gefahren werden oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Ja. wird vorkommen. Fände ich Schauen. lustig. Wäre sicher schon noch cool. Ja, ich bin schon gespannt auf den Film. Ich bin schon wirklich gespannt auf den Film. Ich auch. Ja. Und so jetzt als letzte kurze News, die ich heute noch gelesen habe und ich selber nicht geglaubt habe, aber anscheinend, da es jetzt mehrere Quellen schon so nicht bestätigt haben, aber wirklich anscheinend ja, darüber berichten. Fucking Danny Rick hat Potenzial 2026 wieder zu kommen mit Cadillac. Ich habe es schon ein paar Mal gelesen, habe so gedacht, so, Alter, ja, okay. Holy shit, das macht verdammt Sinn. Aber er ist bis Ende 2025 bei Red Bull noch unter Vertrag. Und 2026 ist er Free Agent. Und Jeans hat Cadillac schon mit ihm verhandelt. Das macht verdammt viel Sinn. Weil, also marketingtechnisch ist das perfekt. Er ist bei den Amerikanern brutal beliebt. Extrem. Und er ist einer, der Erfahrung hat, natürlich. Wäre jetzt halt einfach wieder ein Jahr off, was halt nicht so gut wäre, natürlich. Aber wegen dem, ja, ich meine, sein Vorteil ist, er bringt eben die Erfahrung mit. Cadillac ist ja nicht bei der FIA unter den Regeln, kann Millionen reinbuttern ins Chassis, alles, könnte eigentlich das Auto komplett schon auf ihn anpassen. Er könnte schon nebenbei dort sein und Zeug machen, weil sie sind ja Silverstone stationiert. Ach, das ist genius. Cadillac hat ja die Bestätigung, dass sie Ferrari-Engines bekommt, bis mit 28 oder bis mit 27, weil ab 28 wird ja Cadillac mit eigenen Motoren kommen. Mhm. Und wäre echt crazy. Wäre wirklich echt crazy, wenn das wird passieren. Also stell dir vor, der Danny Rick wird nochmal zurückkommen. Einfach so, guess who's back? Back again. Ein riesen Comeback. Nein, das würde ich mega, mega, mega fest fühlen. Ich auch. Ich als dann ist mir dann auch egal, wer der zweite Fahrer ist. Das ist wirklich egal. Ja, wenn die der Dings sind, der Award oder wie er heisst. Nein, der Dings, der Colton Herta, Mensch. Colton Herta, ja. Nein, hör auf, das regt mich auf, Alter, wenn die da wirklich wollen. Nein, das ist so eine Jack-Doon-Entscheidung. So. Ja, Sargent, ja, das wäre auch noch etwas. Ja, nein, aber ey, es wäre krass, es wäre richtig geil, aber das ist noch die Info, die ich heute gelesen habe. Allgemein Testing war ja eh noch Pirelli-Reifentest. Das ist, by the way, der Sargent, genau, sage ich schon Sargent. Er war zwar schon auch im Williams der auf P1 für gefahren ist, das Sainz mit, by the way, die sind im Fall mit neuen Reifen gefahren, 25er Reifen schon. 25, und ja. Young Drivers, die sind im Fall mit alten Reifen gefahren, mit 24er Reifen. Ah, krass. Also heisst, der schnellste ist dort der. Ich glaube, es ist einer bei McLaren gewesen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Weiß es gar nicht mehr. Der Ding sagt der Luke Browning. Warte, ich schaue schon, ich habe einen Screenshot gemacht. Nein, der ist ja bei Williams gefahren. Ja. Nicht bei McLaren. Nein, der Luke Browning ist. Aber das ist Williams gesagt. Ah, der Award ist gefahren. Aha, ja, aber das ist ja auch verständlich. Also der Award ist ja fucking vierfach IndyCar-Champion. Also. Ja. Aber der Bortoletto zum Beispiel, der hat 24er Reifen gehabt und ist Platz 7 für gefahren mit dem Sauber. Und eben Sainz ist im Williams der schnellste gewesen, sogar ein Zehntel schneller als der Leclerc. Aber man muss eben da auch wieder ein bisschen mit Vorsicht genießen.
die Zeiten, die man sieht oder wo man gesehen hat, das sind alles Zeiten, die wahrscheinlich mit verschiedenen Trainingsprogrammen gefahren worden sind und allem drum und dran. Also die Zeiten haben eigentlich keine Aussagekraft. Also da kann auch gut möglich sein, dass da mal andere Tests gefahren worden sind, alles drum und dran. Also ja, einfach, dass es gesagt hat, heisst jetzt nicht, dass Williams einfach plötzlich sehr schnell geworden ist oder beziehungsweise einfach, dass der Albon nicht kann oder beziehungsweise der Colapinto nicht kann. Der Sainz ist einfach Giga-Science, so ist es nicht. Das liegt wirklich halt daran, dass sie wahrscheinlich verschiedene Trainingsprogramme gefahren sind. Ja, aber ich würde sagen, das wäre es mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Im Fall muss ich ganz ehrlich sagen, als ich vor der Episode dachte, so, ja komm, das wird etwa so eine 45-Minuten-Episode, müssen sie nicht lang ziehen, weil ich meine, weil wir haben ja noch eigentlich die ganze Episode, also alle Dings, die wir anschauen nochmal, alle Rennen und so. Recap, genau. Und dann noch das Bingo. Und ich dachte, dann halten wir das vielleicht eher kurz. Ja, wir sind jetzt gleich wieder fast bei einer Stunde 45. Perfekt. Und wir haben trotzdem eigentlich wirklich nur über Katar und Abu Dhabi geredet. Klar, noch über Testings und so, aber wir haben nicht nur über anderes Zeug geredet. Das ist also es war doch recht viel noch gewesen, obwohl das eigentlich nicht viel war. Keine Ahnung, wie man das jetzt sagen, aber ja, das wäre es vom heutigen Podcast. Danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt, wenn ihr überhaupt bis dahin zugelassen habt. Und dann würden wir uns dann wieder beim Recap hören und eben dann spätestens auch noch beim Bingo, wo dann auch der Simi wieder dabei sein. Ich denke, das können wir schon mal so weit sagen bei dem Bingo. Und dann bedanken wir uns noch recht herzlich und wir wünschen euch einen ganz schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und wir hören uns nächstes Mal wieder beim Unsafe Release.